Grüß euch, servus, grüß dich. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16. Buch. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorweit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre, als wackelt spielt wir noch den Wienerschal. Die Quetsche klingt halt super fein, die Konterpumpe hinten rein, und das Zange klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leidung, ihr sexy, was küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16. Buch. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe ich die Ehre. Schönen guten Abend, meine lieben Pavlacisti. Viva Blavacista! Ja, oder wurscht. Evviva. Ja, wurscht, das war sprachlicher Blödsinn, aber es war leidenschaftlich. Das war gar keine Gegend wahrscheinlich. Das war, grüß euch Gott, bei der, wie viel denn Bavlatschen? Ja, die 199. Jawohl. Das habe ich mir gemerkt. Jawohl, das hab sogar immer gemerkt. Jawohl, 199. Das bedeutet, in Riesenschritten bewegen wir uns auf die zweite Seite zu, aber das ist dennoch Zukunft. Das ist noch Heute Zukunft. ist die 199. Aus dem Studio Donaufeld begrüßen wir euch herzlichst. Ja, freue mich. Wunderschön. Schön warm ist da herinnen. Ja, Schön ist klar. gemütlich ist. Eingeheizt. Wie es halt so ist. Ist okay, Und ich würde sagen, jetzt habe ich schon angestiegen, aber ich würde sagen, weil ich habe mich schon irrsinnig Durst. Bitte schon schön, richtig bitte. Muss ich das für die Kamera überreichen? Bitte schön. Weil es wird Zeit fürs Unbotte-Link. Wo habe ich denn? Wo habe ich am den? Patrick Kamerakind. So. Pass auf, ein bisschen dauert es, ein bisschen. Jetzt, ja. Jawohl, ich jawohl. mach mich auf Ab zum den Weg. Weinkühlschrank. Bitte ab zum Weinkühlschrank, dass was weitergeht. Sind Durst heute schon. Das Kamerakind Patrick bewegt sich zielstrebig auf den Weinkühlschrank zu. Ein Rheintaler nehmen wir. Ich glaube, das ist noch aus dem Hause Meyerhofer, den es bei uns quasi mehr oder weniger überlassen haben im Quartier beim Schrammelklang-Festival in Litschau. Jawohl, einmalig. Super gemacht, So Patrick. schauen wir aus. Das kannst, da muss man echt sagen. Ja, das blind, muss man Da sagen. muss man ne? echt sagen, nein, du hast wirklich Bin ein ich Talent. gewohnt, das blind. Du hast ein Talent. Rheintaler Bio-Welsch-Riesling. Ried Sonnenberg, ein 22er. Ursprünglich und vielfältig. Aus dem Biobahnhof aus dem Retzerland. Genusstemperatur 8 bis 10 Grad. Ne? Schauen wir. Ja. Ich bin sofort. Wie gesagt, ich glaube, es ist noch ich glaube, es ist ziemlich sicher. Von Franz M. und Isabella, den es bei uns noch überlassen. Ich glaube, das ist jetzt der letzte. Aber ich glaube nämlich, dass der schon weggekehrt hat. Das ist, glaube ich, kein unbedingt ein Lagerwein. Daher, den müssen wir 22er, 12% Welschriesling, ja, der gehört getrunken. den können wir weg. In diesem Sinne, bevor ich gleich in den Chat hineinschaue, einmal schön, dass ihr dabei seid, mit uns die 199. Pavlatschen, was wie die Jugend so abfeiert. Ja, Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Ne? Zu den Juden. großartig. Sehr zum Wohle. Jawohl. Prost. Die Chantal-Fanfare Deluxe. Das ist sehr fruchtig, aber, gell? Sommerwein eigentlich. Ja. Also Sommerwein. Na wirklich, aber. Total fruchtig. Wow, bombig, aber. Also, das taugt mir jetzt voll. Leicht, gell? Was ist so, ist der das leicht? 12%. Ja, relativ, ja. Gut. Schmeckt mir, auch im Winter jetzt. Ja, wirklich. Schöne Säure, eingebundene Säure, nicht, brennt nicht over. So zitronenartig, Zitrusfrucht. Sehr Ja, so gut. richtig fruchtig. Richtig fruchtig, sehr Leibend. leibend. Sehr leibend. Der taugt mir wirklich sehr. So, Ja, da jetzt. spielt sich ja auch im Chat her. Wirklich wahr? Ein Wahnsinn. Was sagen Was wir? ist das? Ich gehe es einmal an. Der erste war bei mir der Raffi. Raffi.
Raffi. Wo ist er bei mir? Hallo zusammen, Raffi! Servus. Raffi, jawohl. Matthias Gerold habe ich da. Titaya, was wie man es ausspricht. Habe die Ehre miteinander, sagt er. Ich nehme an ihn eher. Das nehme ich einfach an. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Man nicht wird sich eher oder sie rühren. Aber Vermute ich doch, sie. ne? Ja, wann nicht. Wir sind ja noch echt und nicht. Und nicht anders. Ja. Susanne Moser ist da. Hallo, grüß euch alle miteinander. Wünsche euch allen einen schönen Abend in der Pavlatschen. Bravo, Susanne Moser. Servus. Ludwig Sass ist da. Ludwig Sass, jawohl, heute noch habe ich noch eine große Freude immer noch am Erlebnis des Biergenusses. Das war wirklich sehr gut. Ich freue mich schon, wenn wir wieder ans Trinken. Dann einmal gemeinsam eins. Das wäre überhaupt leibend. Ich hab noch eins. Also. Ich weiß, ja, das hilft halt nichts. Gell? Hilft jetzt nichts, ja. Das hilft halt. Die hätte es da ja wohl Ausstands. Grüß dich gut. Große Freude. Markus Volker, sehr leibend. Heute dein Grußvideo bekommen. Wunderbar. Mit ganz, ganz großer Freude. Danke dir herzlichst. Peter Voigt ist da mit der Nicole gemeinsam. Der Uli Slonek, jawohl. Aus dem kalten Helsinki, jawohl. Ja, servus. Servus Uli. Der Maber ist da. Georg Scheurer. Daumen hoch, Freunde der Blasmusik. Bravo, Georg Scheurer. Das gefällt heute gar nicht beim Therapieren. Ja, wundert mich. Ja. Aber es freut mich, dass du da bist. Ich hoffe, die Brigitte in der Nähe. Lass sie lieb grüßen. Und ich sage auch zu dir Dankeschön für dein herrliches Grußvideo. Du musst mir nur verzeihen, ich werde es ein bisschen schneiden müssen, weil es dauert, glaube ich, über 6 Minuten. Und ist nämlich sehr leibend, weil wir ganz, ganz tolle Erinnerungen drinnen sind, nämlich auch an ganz große Namen aus der Wiener Szene. Ja. Und, aber es wird sicherlich ein bisschen zu lang sein, um es sozusagen die Pavlacisti in dieser Länge zuzumuten im Sinne der Aufmerksamkeitsspanne. Du wirst mir verzeihen, aber ich werde es zusammenschneiden, mir natürlich ganz in deinem Sinne. Aber ich habe mich sehr gefreut über dieses Video, dieses persönliche Video, dank der Ski. Der Spaziergang ist da, ja. Fritzl Stadtguss, unser Grausignier. Der Grausignier, Fritzl Stadtguss am Start. Bernd Roh ist da, das gefällt mir. Landtagsstürmer Markus. Natürlich sage ich irgendwo aus Hessen. Es ist nicht Rheinhessen, ich hätte gesagt Mittelhessen. Mittelhessen, ne? Aber ich will mich nicht wieder ins Fettnäpfchen setzen. Also aus dem Hessen. Ne? Unser Landtagsstürmer Markus, jawohl. Der Alois Mandl, grüß euch zusammen aus St. Pölten. Servus, grüß dich gut. Leiband. Kein Albertiner Priester nicht, die Maggie ist da. Endlich wieder aus München. Ja, wir haben schon gewhatsappt miteinander. Ja, hab ich schon alles natürlich. Jawohl. Ja, freilich. Michael Unger, Franz Brandwein. Franz Brandwein ist da, oder der Roh? Ja, sehr. Unser Leibfiaker. Werner Wichtig, Christoph Acker, Treble Flag, unser One-Man-Film-Team, Producer, Editor, nein, Producer, nein, ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Der Ackerl halt, ja. Und Daniela Schlegel, unsere Principessa, ebenfalls vor Ort, auch schon zumindest aus, wir sind am Tun, wisst ihr, also da reden wir dann noch. Da reden wir noch Grüner Medliner aus Kirchberg am Wagram, Franz Brandwein, bravo. Bravo. Habt ihr eine Gröbe, wuchtig, fruchtig? Christoph Ackerl, spielt sich schon wieder rein. Also, ein Grapefruit, oder was? Kein Grapefruit. Schau, die Wildcat. Wildcat ist da natürlich, hoffe ich, im Beisein der einzigen Wiener Liederaffinen Nymphensittiche, die noch dazu nicht einmal in Wien daheim sind. Das ist Weltklasse. Adolf Rehberger, Brustesbuben, freut mich sehr, bin das erste Mal da. Adolf Rehberger. Das ist aber Weltklasse. Das ist sofort natürlich bei den Pavlacisti eine riesengroße runde Achtel. Richtig. Ja, Meine lieben Pavlacisti, haus eine Orgie an rote Achtel, ein Begrüßungsrote Achtel-Orgie an Adolf Rehberger. Möge er uns als Pavlacistinger auch in Zukunft erhalten bleiben. Wir freuen uns, dass du da bist. Servus. So, jetzt noch ein bisschen schnell. Matthias Gerold ist da. Matthias. Weltklasse. Matthias Mariacha, buonasera Pavlacisti, sagt er. Der Detail ist der Thomas. Der Thomas. Der Faber Thomas. Oder? Welcher Thomas? Oder mein Bruder Thomas? Nein. Der Detail. Leiband, auf jeden Fall Leiband. Schau, da kommen schon die ersten Begrüßungen. Was spielen wir gleich? Für einen Alois Rehberger als Begrüßung? Was machen wir denn gleich? Grüß dich gut. Ja. Nicht? Das ist ja da ist. Für einen Alois Rehberger als Begrüßung Machen wir. in der Pavlacistinger Runde als herzliches Willkommen. Grüß dich gut, wie geht's dir denn? Dass du da bist, da
das ist schön. Erst du hast uns grad noch gefällt, kommst daher grad wie bestellt. Voll mir hätt vielleicht noch wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett. Ja, aber unser Rainer, ja, aber unser Rainer nicht. Ja, Botsch geht schon vor x Jahr, dieser Netzschneit, ja, dieses klar. Ich schau's nicht und kann's nicht trauen, weil meine Freunde Leute zu mir sagen. Ja, grüß dich Gott, wie geht's dir denn? Dass du da bist, das ist schön. Erst du hast uns grad noch gefällt, kommst daher grad wie bestellt. Freuen wir hätt vielleicht noch, wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett. Ja, aber unser Rainer, ja, aber unser Rainer. Jawohl! Herzlich willkommen. Jawohl, jawohl. So, was haben wir da? Grüße von Brigitte Rette. Jawohl. Ich auch das erste Mal, der Detail. Jawohl. Ja, aber du hast ja gesagt, du bist der Thomas. Aber welcher Thomas? Bravo, der Detail. Also, Tidea, ja, Tidea. Naja, was weiß ich, wie man das ausspricht. Jetzt auch überlegen müssen ein bisschen, nicht? Aber der Tidea ist der Thomas, schreibt er. Aber sagt er, ist zum ersten Mal da. Ich kenne mehrere Thomasse. Das ist nämlich. Nein, ist ja wurscht, mich freuen, dass es schön, wenn mich andere auch schon als Team sehen und ich nicht nur meine, dass ich nie allein bin. Nein, Grisa Facker, wir wissen, dass du nie allein bist, aber eben der Unterschied zwischen denen, die nicht ganz allein sind und die nicht ganz allein sind, aber eben, wie soll ich sagen, nicht deppert dabei sind, das sind die, die nicht ganz allein sind, wirklich ein Team bilden. Hat man das verstanden? Nein, ich glaube nicht, also, aber wurscht. Es war schön gesagt. Aber ich habe es gesagt und damit fertig, damit aus. Jawohl, da schau her, die Achtel von eine, danke schön. 199 und 200 schlagen der Rock bei Weitem. Georg Scheurer, das ist aber echte Hardcore-Fan-Aussage. Das ist echt leibend. Danke Das ist dir. wirklich wahr. Da, danke dir, großer Dank an für diese Aussage. Da gebührt dir, dass wir auf dich extra trinken und einen Chantal-Scheverer von uns lassen. Jawohl, auf dich, Georg. Alles Gute, Georg. So, zum Wohle. Wir haben schon wahnsinnig viele sehr leibende Grußbotschaften bekommen, Videos. Ich möchte sagen, fast fabelhafte Botschaften dabei. Sehr persönliche, Ja. muss ich sagen, wirklich sehr persönliche, was uns wirklich enorm freut. Und Sowohl von Pavlacisti, von Fans, als auch von Kollegen. ja, einige schöne, Ganz leibend. wirklich leibende. Ja. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn es weiterhin noch, also die Wochen geht es noch, quasi eine persönliche Grußbotschaft. Einfach ins Handy, ein Video. Einfach ein Video, ein persönliches, muss nicht besonders, wie soll ich sagen, arrangiert sein oder was, sondern einfach, sagt eine, Sagt, was euch denkt. es ist einfach leibend, weiß nicht, was auch immer. Genau. Also wenn es geht, halt positive Videos. Das war schon leibend, wenn die Videos positiv waren, grundsätzlich. Grundsätzlich. Ja, natürlich. Aber es hätte natürlich schon was, wenn man auch Videos kriegt, wo man sagt, naja, es ist ja so, ich meine, grundsätzlich, es hat ziemlich, Bescheiden, Ja. ne? aber und freut man das auch nicht und überhaupt, ich weiß nicht, warum, aber der Algorithmus hat mir echt vorgeschlagen. Es hätte natürlich auch wiederum was, aber eher nur vielleicht seinen Reiz hätte es, ja. eine zwischendurch Gaude, nicht? Ein Ausreißer. Ja, Video. da war's Aber schon. der Große war schon leibend, wenn wir Videos kriegen. So wie wir es jetzt auch, wo ihm drin steht, was leibend ist, was euch taugt, warum ihr den 16er Burm quasi folgt, warum ihr dabei seid und ja, einfach persönliche Grußwort. Das würde uns wahnsinnig freuen. Schickt uns das ans E-Mail. Manche haben dann gesagt, ja, das ist mein Anhang ein bisschen zu groß. Es gibt eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel Wie-Transfer. Die kann ich natürlich nicht da stehen.
Transfer, findet auf Google, das ist eine kostenlose Möglichkeit, wo man dann Große an die E-Mail-Adresse, Datenmengen. genau, ich glaube bis 2 Gigabyte oder was, Zack, geht's kannst du, ist auf jeden Fall, ja. also ohne einen Account zu haben, kannst du verschicken. Und Genau. ja, wenn sich unsicher seid, könnt ihr auch ans E-Mail schreiben, heißt, wie heißt das nochmal, und dann schickt man Kriegst du nochmal. sofort den Link sozusagen zum V-Transfer. Ja, Genau. Aber das war wirklich super, weil wir wirklich einige so liebe, nette, persönliche Videos bekommen. Ich hoffe, wir haben wirklich alle jetzt, also ich versuche sie zu sammeln, in einem Ordner. Und ja, wirklich leid. Also das wird uns freuen, wenn es weiter so geht, weil, ja unbedingt, weil einfach sehr leibend, sehr lyrik, sehr, ja. Und sehr kurzweilig auch, muss ich da sagen. Auch das. Ja. So, also einfach bitte, macht Aber mehr wollen wir nicht verraten dabei. Ja. Kommt ja nächste Woche. Was heißt nächste Woche? Diese Woche noch. Ah ja, diese Woche. Richtig, Patrick, warum diese Woche? Weil die 200. Pawlatschen ist uns eine Extrasendung wert, natürlich. Richtig. Also am Samstag um 20.15 Uhr. Samstag, 2. Dezember. Den Samstag geht's da. 20.15 Uhr bleiben wir gleich, Bleiben damit wir wir sie gleich. nicht bei allem Alles gleich umstellen. beim Alten. Und am Montag bleibt man nämlich auch gleich. Also, Sonntag ist Pawlatschen-Time. so ist es die zweite und die erste. Also es ist So nicht ist es. ein Ersatz. Es ist Auch eine aus der Zusatz. Klaus aus Ja, Botschino. wir bleiben gleich draußen. Wir nicht? bleiben gleich draußen. So ist ja nicht raus, nicht? Weil bis zum Montag ist die Restfetten. Also auf jeden Fall, wisst ihr, wir sind noch nicht. Ja, ihr wisst eh, ne? So ist das auch nicht, Mose. Das ist wieder ein besserer Klang als letztes Mal die Biergläser. Ich glaube ja. Biergläser nicht. Ptsch. Muss ich gleich warten. Er zieht bereits. Ich gieße die sofort. So, Moment, meine Herrschaften, jetzt da. Unsere bringt schon besser. Danke dir. Heute gibt es übrigens noch was zu feiern. Heute wurde meine erste Kurzgeschichte veröffentlicht. Ich darf mich jetzt auch Autorin nennen. Bravo. Das ist eigentlich Bravo. Na, Freunde, da haben wir natürlich eine. Da haben wir natürlich eine für die Daniela Stögel. Unsere Brinche besser, der Pawlatschisterie, haben eine Organrode Achteln für ihre erste Kurzgeschichte. Super. Ich kann euch jetzt schon versprechen, dass auch am Samstag bei der 200. Pawlatschen der Daniela Schlögl, der Max Schlögl und der Ackerl sind ja Gäste bei uns. Und die Daniela wird auch eine Kurzgeschichte. Es wird nicht die Erotikgeschichte sein, wo dann das ganze Video, der ganze Kanal gesperrt wird. Hätte mich sehr gefreut. Es wird was anderes sein. Aber Ja. es nutzt nichts. Aber ja. wir sind gespannt drauf und es wird also auch das geben. Nächstes Mal. Auf jeden Fall jetzt da. Gehört das natürlich gefeiert, die Achtel von einer hoffentlich. Und Daniela Schlögl, natürlich hast du da auch einen Wunsch frei. Also hau eine deinen Wunschlied, wir werden spielen. Die Extremschaukler, wunderschönen guten Abend. Extremschaukler, servus, grüß dich. Servus. Die Einstandsrunde von DDR, jawohl, Prost. So. Eine autorisierte Principessa, genau. Ja, das ist jetzt so. Das ist schön. Der Martin Rexe, servus aus Remscheid, von Martin aus Nizza mit Elke und Elkes Papa und Elke, die euch in Wien besucht haben, bzw. nur Klaus. Leise seid ihr heute. Leise sind wir? Leise Ist das sind wir. Leise? Ist vielleicht bei dir zu leise Ja, aufgenommen? ich habe jetzt ein bisschen lauter drauf, aber an sich haben wir die gleiche wie sonst auch, aber danke für den Hinweis. Aufpassen. Mikrofon ist Beim eigentlich jetzt Spülen auch, aufpassen, ja. ist eigentlich auch nicht viel weiter näher. Ja. Nein, eigentlich Nein, immer. weiß ich. Auf jeden Fall danke, ja. Freut mich, beste Grüße an alle, die Verwandtschaft und Und so weiter. Schwiegerschaften. Jawohl. Das war eine sehr lustige Geschichte. War sehr lustig. Algorithmus Plus, damit die Maggie, jawohl. Schau, da fahren schon alle die Achteln. Jawohl, für die Daniela. Jawohl, für die Daniela fahren sie rein. Schaut aber so. Es wird genau diese Geschichte werden am Samstag. Weltklasse. Weltklasse. Bravo, Daniela. So, gut, die Achtel von eine. Und ich würde sagen, bis ich dann im Chat einen Wunsch lese von der Daniela, spielen wir nicht. Machen wir an, ja. Spielen wir einen eigenen Wunsch. Einen eigenen Wunsch. Hast du einen Wunsch? Ja, freilich habe ich einen. Das haben wir schon länger nicht gespielt. Auch. Ja, wenn man unser Wern betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag und am Schottenfeld, da hat's noch gegeben Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen.
ein Buchhändel, ein golden Wein, hat auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heut, wie's zugeht, da drunter im Schottenfeld. Die reichsten Leute und Krieder gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht, wo die Weber gelebt haben, Seidenschein, steht ein Fassad ans Völlige. Von Buchhändeln ist links keine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. A Gesöchte blutzen, das alles hört, die Leute hat's wenig gehört. Ja, a Gefrettis, a Gefrettis, a Gefrettis auf der Bühne. Ja, a Gefrettis, die Leute hat's wenig gehört. aber wer noch einen alten Schlag. Wir sind bei Werk und keiner noch. A Kernfigur mit Stöbenand, hernach der Schnitt vom Sonntagsgewand. Ein Kipferl Zylinder dran, nach links ein bisschen viereck schon. Das Manchester-Regal und Hosen gestellt, ein Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersammer nicht stolz und nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Gigerl mit ein Drarer Hut, die Stall die reinste Missgeburt. Ein Stiefel, keine Absitz dran, das Gewandl haben's vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind's miteinander stier. Zum Auftragen jeden's Maselfeld, die Leute haben's wenig gehört. Ja, ein Gefrettis, ein Gefrettis auf der Bühne. Ja, ein Gefrettis, die Leute haben's wenig gehört. Jawohl, Karl Lorenz um 1880. Passende Nummer. Wunderbar passt. Passt ehrlich in die heutige Zeit. Hervorragend. Wie auch die Wunsch. Zum Beispiel also Daniel Schnell, die Principessa wünscht den Habibi. Jo, schön. Haben wir schon lange nicht mehr gehört, ja, sehr gerne, Schöne sehr gerne. Dann hätten wir da noch heute was sehe ich da noch? Was sehe ich denn da noch? Schau, die Gelinde Holzinger, servus Bur, meinen lieben Gruß aus Paraguay. Na, das war wild. Das ist klasse. Gelinde, Einmalig, Gelinde Holzinger. Beste Grüß dich Grüße Gott. nach Paraguay aus Floridsdorf. Schick gerne ein Puzzle den Paraguayern. Wie sagt man zu den Leuten in Paraguay? Das ist Paraguayaner. interessant. Das habe ich noch nie bedacht. Wie sagt man dazu? Wisst ihr das? Oder weiß ich nicht? Wie sagt man zu denen? Die Paraguayer wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich Das klingt nicht. noch da. Vamos, Bayer. Wo sind die? Nein, Das ist was Paraguayer. anderes. Das ist ein anderes Lied. Das ist ein anderes Lied. Was, tut mir leid, ich muss weg. Schönen Abend noch allen, alles Mandel. Da wird Paraguayos sagen wahrscheinlich. Nee, auf Deutsch, wieso muss man auf Deutsch auch sagen können? Wenn ich das wüsste. Paraguayer, das hätte ich ja wissen. Wie heißt die Paraguayer? Leute. So. Dann ja der Freude, jawohl. Der Madel muss schon weg, die Mäge fragt auch. Vollkommen zurecht. Wieso muss der Madel schon weg? Was ist Ja, los? Was ist los? Schau, spazier, ein falscher 50er. Auch eine gute auch Idee. eine gute Idee, Schmied ja. von Lerchenfeld, die hängen in meiner Wiener Stadt. Na gut, das Ja, ist alles gute Ideen. der Dieter sagt, Herrgott, der Stahn, aber da fahren die Ideen ein. Weltklasse. Aber zuerst natürlich müssen wir uns um den Wunsch unserer Principessa kümmern und den Habibi spielen. Google sagt Paraguay, Wikipedia, die Bevölkerung wird im Deutschen als Paraguayer bezeichnet. Ja, das ist, weil ich ein Genie bin. Ein Wahnsinn. Das Hirn muss einmal verfahren. Schlimm, Herr. Das Ja, das ist, da Alle wird der Achtel. Menschheit was verloren. Alle Achtel. Wenn ihr Bagel reißt, ist die komplette Menschheit in ihrer Entwicklung locker ein bisschen zurückgehauen. Da wollen wir es positiv sehen. Ich glaube, du wirst sagen, da wollen wir nicht übertreiben. Aber ja, bitte, die Paraguayer, ne, schau. Aber wie heißt das schon? Es ist, na, da sieht man es wieder, es geht nicht darum, der Gescheiteste zu sein, es geht darum, der Flinkste
ein Google-Portal zu sein. Auf jeden Fall, Leihwand Matthias Mariacher, Dankeschön für diesen Hinweis. Wunderbar. Ich hätte gehofft, die Daniela wünscht die Portöne. Bitte. Paradiesvögel, die Waldkeit, jawohl. Hat Google Portal. Wer noch nicht draußen, schöner Liebes. Na, lauter gute. Paragleiter, Franz Bratwein, jawohl. Paraquasteln, die Idee einmalig. Paraquasteln. Schließlich Spaziergang mit der alte Schmied von Lerchenfeld. Ja. Die Gerlinde sagt auch, wir sagen Paraguay. Paraguay, gut, ja. Super. Ja, also da merkt man wirklich, dass ich ja unheimlich viel Glück habe. Also Klaus ein Völkerkundler wäre, ja genau. Nein, ich bin ja kein Völkerkundler, Nein, ich bin ein Volkskundler. Ich bin ein Volkskundler. Das ist der Kleine. Naja, klar, der Völkerkundler ist der Ethnologe, der die Völker der Welt erforscht und der Volkskundler ist der, der das eigene Volk erforscht. Sozusagen. Also das heißt ja europäische Ethnologie mittlerweile, weil es ja nicht mehr Volk heißen darf, aber da scheißen sie gleich ab. Oh je, weißt du. Und natürlich, was viel mehr Schwachsinn ist, weil natürlich gerade in Europa ja unglaubliche kulturelle Unterschiede herrschen unter den Völkern. Also das in einen Topf, aber es wird eh nicht in einen Topf geworfen, weil das ist eh. Aber wenn ich meine Familie anschaue. Ja, dann brauchst du nur anschauen, England, Großbritannien. 4, 5, 6 Generationen, sicher nicht. Ja, Ja. das ist sowieso, nicht? Also, Das ist alles dabei, kein Mücken, Huzulen und ja, das naja, ist gut, so- ja, jetzt geht es ein bisschen ganzen- zurück. Aber das meine ich jetzt gar nicht einmal so, das wäre in der Völkerkunde, was du sagst. Na ja, sondern das ist schon- eigentlich schon europäische nahe alles, oder? Ethnologie, in das eine geschossen, was du sagst, ich bin der Europäer, das ist wie das bei uns. Es ist noch einmal, allein wie gesagt, wenn du jetzt England hernimmst, Großbritannien, Schotten, Iren, Wales. Ja gut, das ist ja, allein was sich dort auf den Inseln abspielt, das ist ein Wahnsinn. Also, du kannst das welcher schon nicht. Fundus Du kannst nicht, es gibt natürlich einen grundlegenden kulturellen roten Faden, das ja, aber Ja. das ist schwer. Und das dann zu vergleichen mit den Franzosen, mit Nordfrankreich, Südfrankreich, ja, das ist natürlich, das geht ja. Und daher ist natürlich europäische Ethnologie vollkommener Schwachsinn. Ja. Meiner Meinung nach, Aber bitte die jetzt- akademische Welt ist da vielleicht gescheiter wie ich, die sich das. Wieso bist du auch ein Akademiker? Ja, nein, gehört ja das, dazu. nein, ich gehöre nicht dazu. Die wissen das besser. Aber auf jeden Fall ist das spannend. Und das andere, das Völkerkunde ist, wo es also um die ganzen Völker geht. Nicht? Und eigentlich wäre dann europäische Ethnologie hätte schon fast eher die Völkerkunde halt auf Europa bezogen. Europa bezogen, ja. Was aber dann wieder ein bisschen übertrieben ist. Also, wurscht, aber ja, das Thema hätten wir jetzt einmal ausgelutscht, aber auf jeden Fall mit Paraguayer habe ich noch nichts zu tun gehabt im Studium. Aber es ist sehr leibend ist das auf jeden Fall. Solange niemand Paraguayerinnen sagt, alles gut, genau. Ja, na, Paraguayerinnen. Nein, sag ich jetzt nicht. Lerchen oder Lerchen? Das ist hier wohl die Frage, ja genau. Ein Lercherl-Schnaps, das ist die Antwort. Kulturunterschiede, man braucht nur die Dialekte in Österreich anschauen. Schaut mal mit Peter Wähler rein. Ja, gut, bei Dialekten und so ist es ein, aber ich meine jetzt wirklich so diese grundlegenden Kulturen. Du hast ihm dann, also ich sage euch jetzt ein simples Beispiel, was ein wirklich schönes Beispiel für klassische Volkskunde wäre, wo man halt die ganzen Traditionen sich anschaut. Natürlich sagt man dann, aber da ist ein Unterschied, was weiß ich, Traditionen, da wird Ostern gefeiert im Osten Österreich so, im Westen so, in einem Bundesland oder in einem Tal wird es wieder ganz anders gefeiert. Aber ein gutes Beispiel dafür, wo man sagt, aha, wie ist das, wenn du zum Beispiel jetzt hernimmst, die bäuerliche Gesellschaft, ne, das ist eher natürlich dann im Westen Österreichs, und du gehst daher und sagst so, jetzt hast du einen alten Bauernkosten, nicht? Ein alter Bauernkosten, die sind mit dieser Bauernmalerei bemalt, nicht? Meistens natürlich auch oder sehr oft mit christlichen Symbolen, nicht? IHS und was weiß ich alles da drauf und Ros und Blumen und Enzian und Edelweiß und was. Und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zu erkennen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, aus was für einem Haushalt der Kosten kommen, also einem katholischen oder einem protestantischen, wenn du dir die Grundfarbe anschaust, weil früher halt, das hat sich dann heute nicht mehr, aber früher war das halt so, dass die Grundfarbe der Protestanten grün war. Und das war so quasi ein grüner Bauernkosten mit diesen ganzen Motiven, die drauf waren. Und die katholischen waren blau, ne? Die Marienfarbe blau. Ne? Und das heißt, das war der Kosten blau ist, dann weißt du, das war aus einem katholischen Haushalt. Dann kannst du wiederum zuordnen, halt, wo waren mehr Katholiken, wo waren mehr Protestanten und so. Also das sind so klassische, wo man sagt, das ist spannend. Ne? Wenn du wirklich so eintauchst in das Ganze. Also da geht es ja nicht um die gleiche Kultur in Österreich, sondern
Da geht es um diesen roten Ja, Faden. genau. Wo sind wirklich die Ja, Unterschiede, genau. Ja, diese genau. spezifischen Unterschiede? Weil große Unterschiede haben wir ja nicht. Ja? Auch wenn das manche ja nicht oder sehen, die haben wir ja nicht. Musik ist natürlich ein tolles Thema. Und das war ja auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ja eine Frechheit, dass das in der Volkskunde weggekommen ist. Das wurde dann ein Wahlpflichtfach. Also wenn es dich interessiert, kannst du so eine Vorlesung besuchen. Früher war es natürlich im Pflichtkanon drinnen, nämlich die Volksmusik als Quelle für Volkskundler. Nicht? Natürlich. Das haben sie gestrichen aus dem Lehrplan, die Koffern. Das haben sie gestrichen. Eine der Urquellen eigentlich. Die da Also ist, das ne? Volkslied ist eine der wichtigsten, auf der ganzen Welt nämlich, auf der ganzen Welt Genau. ist die Volksmusik, das Volkslied, eines der wichtigsten Quellen. Aber natürlich steht es ein Wahlpflichtfach. Aber wenn es dich interessiert, kannst du ja ein Seminar machen, aber gehen uns nicht weiter mal. So nach dem Motto. Das ist ja wichtiger, man unterhält sich über Gendern und sonstig. Genau, ja. Ja, das fand dann die Weit geht 5 Euro. Sofort den Finger. Video game controller looks forlorn in between the words try again. Jawohl. Weit geht einmalig. Weil da muss ich mal einen Schluck reinschenken. Schenkt einen Schluck. Schluck wieder. Ja. Weit geht auf dich, danke. dich. Jawohl. Jawohl. Also da sieht man, was Wales ist in England, der Gläserflagge ist er. Oder sieht man, was er da angerichtet hat mit einem kleinen Hinweis und ich gleich angesprungen. So, der Steuermat ist aus Kolar, richtig. Jechtenlauf, genau. Ja. Das eine ist ein Baum, das andere ist ein Vogel. Ja, aber Matthias Gerald. Die Lerche der Lerche, ja, einmalig. Ja, so ist es. Ich habe heute gelernt, dass Gelb in China für Prostitution steht. Wirklich wahr? Das war ich gewusst. Gelb, Na, auch also das interessant, ist bei uns oder? rot ist quasi. Das ist bei uns Ja, rot. gelb. Na ja. Schau, was man jetzt dazu lernt. So. Scharf ist beim Puffer gelbe Lampen rein, nicht? Ja, gelbe Lampen ist halt, ne, weiß nicht. Fällt nicht so auf, ne? Wahrscheinlich, ja. Man, jetzt ist man es gewohnt auch in den Rotlicht, nicht? Also wie klingt das im Gelblicht? Weil auf der anderen Seite, du Rotslicht ist, könnte der Krampus auch daheim sein, ne? Der Krampus auch, Du aber- musst den Kindern nicht mehr erklären, ne? Das ist, Auf der anderen Seite, aber ich glaube, keiner, der im Puff geht, hat jemals die Sorge gehabt, dass er irrtümlich beim Krampus daheim einschneidet. wobei es sollte schon vorgekommen sein. Möglich ist ja nicht Aber auch. es ist, Gemachtsmusik, Spaziergang, vollkommen richtig. So, für unsere Principessa, Jawohl. Habibi. Monika Kur hat den Text geschrieben, den ich mir erlaubt habe zu vertonen. F-Dur. F wie Nud. Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Der Heimat ist da und sein ist fern. Doch das tut uns nicht stehen. Wir haben für ihr Leben wohl im Unglückverein. Ja, wir sind die besten Freunde. Habibi, Bibi, mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi, Bibi, mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gehen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere bräuchten und anderes essen. Aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Meine Heimat ist da und seines fern. Aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben für Leben wollen im Unglückverein. Ja, wir sind die allerbesten Freunde. Habibi, nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber. Doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi, nennt mich mein Haber. Ich
dasselbe damit gemeint, mein Freund. Schöne Nummer gelungen, Herr Kollege. Jawohl, Dankeschön. Ja, auch danke an die Monika Kuri. Auch dieses Lied passt in heutige Zeit und jetzt weißt du, im Schwarz-Weiß-Denken, Jetzt ja. der Cancel Culture. Und ja, weißt du, nicht, jetzt auch wieder alle, entweder bist, es ist immer wichtig, dass man jetzt immer gegen was ist, ne? Entweder bist gegen Juden oder gegen Moslems. Ich bin gegen Karl, was? Ich denke mir auch irgendwie, nein, ich bin gegen Arschlöcher. Ich bin einfach gegen Fraster. Ob das ein Jude oder ein Moslem oder ein Christ oder sonst was, ist mir eigentlich wurscht. Trottel bleibt Trottel. Nicht? Was mich wieder zu unserem Standardlicht bringt, was wir jetzt sofort intonieren werden wieder. Was haben wir da noch? Im Gelblichtviertel. Großartig. Muss ich plötzlich mit einem gelben Bandtuch oder Kopftuch gehen. Wirklich wahr, die hätte was das. Schau. Wenn gelb sucht, hat er gelb sucht. Natürlich Walter Nagel. Sicher, Walter. Einmalig. Walter Nagel, Weltklasse. Du, weißt du, ich hab dir das ja geschrieben, die Datei war hin, was du mir geschickt hast. So zwar ist man angekommen, aber das war wie in analogen Zeiten eine Datei, die sich zwar öffnen ließ, aber kein Bild darbrachte und der Ton war verzerrt und abgehackt, wie wenn das Bandel aufgefressen worden ist, was natürlich im digitalen Aufnehmen nicht gehen kann. Nicht? Aber irgendwas war da. Aber auf jeden Fall, wir freuen uns auf dein Video. So, ich gehe mich umziehen, bravo die Idee. Ich weiß nicht warum, aber willst du nicht angeschnitten haben jetzt da vor lauter Angst? Oder musst du noch irgendwas machen heute? Oder gehst du schon schlafen? Kann auch sein. Kann auch sein. Die Stans hat so gewonnenen Wette am Samstag. Aha, ich hab das nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitbekommen natürlich, dass der Gottschalk noch eine Aussage getätigt hat. Das habe ich auch mitbekommen, eine sehr wertvolle, aber ja. Ich meine, nichts Neues, aber ja klar, nicht, das irgendwann haben gesagt. Ich bin kein dummer Politiker, brauche Waldkeit. Ja. Überhaupt, dumme Leute, das aber wie gesagt, ob das jetzt, was für einer das ist. So, na gut, Menschen, müssen wir wieder einbringen. Der Walter Nagel schreibt schon alles gut, Version 2 unterwegs. Danke, Walter, einmalig. Super. Passt. Alter, einmalig. So, jetzt schauen wir mal, dass wir es einmal richtig spielen wieder. Was wir denn? haben einen Fehler drinnen, die Menschen sind wir alle. Menschen sind wir aber alle. immer einen Akkordfehler haben wir drinnen. Den werden wir jetzt beheben. Jetzt, Cora Publico. Pass auf, da steht es in der anderen Tonart drinnen, gell? Das ist wurscht. Wirklich wahr? Möglich wäre es, ja. 82. Auf Seite 82. Klar ist eine alte Nummer. Die ist ganz vorne im Birkel noch, ne? Ja. Naja. Text und Musik, Karl Lorenz, gar nicht So, wissen. beides sogar. Ja. Na, da schau her. Siehst du das? Na, da schau Schon, da her. steht gar kein Jahreszahl dabei. Ja klar, weil es frei ist. Ne? So, pass auf. Was spielen wir das eigentlich? Gustav. Gustav, gell? Ich geh. Ein Kreuz. G. Das ist zum G dann, ja. Okay. Ja, also spielen wir es einmal. Ich finde jetzt gar nicht den Fehler, ehrlich gesagt. Vielleicht haben wir es richtig gespielt. Vielleicht haben wir es richtig gespielt, ja? Kann ja auch passieren, dass man was richtig spielt und sich dabei Sorge macht. Es ist schon einmal Brauch auf dieser Welt, dass der Menschen grundverschieden sein. Der eine schwingt in Recht und Gut und Geld, beim anderen stellt sich ölend ein. Der eine schwärmt für schöne Frauen, du, der Anblick ist für ihn Genuss. Der andere hat für sowas kein Gefühl, er spricht vom Weib nur mit Verdruss. Der eine schwärmt für himmlische Natur, von Ehrlichkeit ist er umsät. Der andere denkt sich wieder in sein Zungen, wer lieber ihn nicht auf der Welt. Der eine ist ein kreuzfideles Haus, ist immer lustig und voll Harmonie. Mit Antwort jedes Herz schaut anders aus, das liegt schon so in der Natur. Menschen sind wir alle, Vögel hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen sind wir alle,
liegt schon so in der Natur. Menschen sind wir alle, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Bravo, Karl Lorenz. Jawohl. Jawohl. Haben wir, ja, da gibt es einen ganz kleinen. Das müssen wir sich anschauen. Aber nur ganz eine kleine, fast nicht auffällige Präzision. Ja. Präzision und auf den aus will. Auf den aus, das muss sein. Aber immer noch eine leibende Nummer. Wie gesagt, die Jahreszahl steht nicht dabei, aber Karl Lorenz war ein recht früher. 1870, 1880, 1890 noch. Also noch 19. Also, ich sage jetzt mal Schrammelzeit. Das Schrammelzeit, ja. Ja. Das ist, so, wie wird das auch? Was haben wir da noch? Da haben wir noch in Den alten Schmied? in der alten Schmied. Ja, Herger der Stein war noch und der falsche 50er. Nein, Wiener Stadt war auch noch. Die Extremschaukler. Großartiger Text, genial gespielt. Ich danke dir schön. Danke euch. Sehr schönes Lied, bravo Susanne Moser, danke dir. Ist schon wieder aus, Franz Brandt, wieso? Ich bin mit der Cabrio-Bahn zum Stanzer Horn gefahren. Das ist gelbe Gewand ausziehen, die Teer, jawohl. Als ob der Seilzieh gelb war das. Bei der Hette. Ich verstehe. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich kenne mich da nicht aus jetzt. Ich kenne mich auch nicht aus. Also war das eine Wette? Das war eine Wette offenbar beim Wetten das. Und die waren offenbar aus Stanz. Ja, das ist. Das so weit habe ich jetzt. Das ist lieb, dass man das erklärt. So weit das hab Einzige, ich's was ich verstanden habe, erklärst du noch einmal. Also das brauche ich. Jetzt habe ich gerade mitgekriegt. Achso, na ja, verstehe. warte. Bin dabei mit einem guten Tropfen aus der Wachau, Weingut Gill, all mein Star. Für Jawohl. den Reiner, der schlag sofort auf den Wald. Jawohl, Prost. Ui, er zittert. Er Schon wieder leid, bin schon wieder leid. Er zittert. Wegen Menschen sind wir alle. Achso, nein. Bitte schön. Es kommt normal am Ende. Ja, stimmt, Franz. Das haben wir das letzte Mal festgestellt, dass wir das eingespielt haben eine Zeit lang, gell? Als Schlussnummer. Schlussnummer, ja. Das ist Völkerverständigung vom Feinsten, sagt der Thomas Wolf. Bravo, Thomas Wolf. Bravo, Thomas. Dank der Schön. Ja, aber das ist wirklich, ich finde das auch der Titea sagt super Nummer. Ich finde absolut leibende Nummer. Und wie gesagt, wenn man bedenkt, dass das eine alte Nummer ist, also wirklich aus der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert. Ist, ja. Karl Lorenz dann ist es schon spannend, ja. Und was noch interessant, es gibt 3 Strophen oder 4, ich glaube 4 sogar. Bin mir jetzt unsicher, 3 oder 4 Strophen. Unsicher. Und ja, es ist die erste ist am aussagekräftigsten, die hat wirklich daran jetzt am meisten diese Unterschiede, die anderen sind nicht so leibend. Nicht so leibend, ja. Wird auch ein Grund sein, warum Gwaltinger und Heller Nur die auch nicht gesungen haben. nur 1 Strophen aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben auf unserer CD 2 haben wir aufgenommen, ja. Aber tatsächlich. Die erste und die eigentlich- dritte, glaube ich, haben wir Kann aufgenommen. sein, ja, glaub ich. so irgendwie. Aber ja. Die Standseigbahn mit 40 Personen 10 Meter im Berg aufgezogen, das ist eine Weltklasse. Breiten Nass, Tropf für die Watte quillt. Ein brauer Spaziergang. Ja, aber das auch, ich schaue nicht fern. Das ist, daher, ich meine, ich schaue YouTube so Sachen, nicht? Da so Streaming-Geschichten manchmal, aber Ja, Fernsehen ist bei uns beiden nicht. sonst halte ich das eigentlich. Ich meine, Fernsehen jetzt im Sinne vom Vom Programm. Programm, nicht? ja, ja. Vom absolut, ja. Bildschirm sitze ich schon viel. Weil allein YouTube. Also YouTube ist für mich schon. YouTube ist für mich eine Quelle. Muss ich echt sagen. So, was haben wir? Fangen wir mit dem alten Schmied an. oder? Bitteschön. Weit draußen, wo in Lerchenfeld ein ganz alte Schmieden steht, als Bauer hab ich dort oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Block. Die Fuhrleute haben die Resser gebracht,
Der Schmied und Gesön haben bis in die Nacht das Eisen gekämmert und haben's gebogen. Die Funken sind dort lustig gestanden. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt der draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmelgespann. Heute rennt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heute keine Vorreiter mehr. Still ist jetzt in der Schmieden dort. Die Schmiedgesellen sind längst alle fort. Kein Feuer brennt, kein Amboss klingt, der Regen durchs alte Dachel rinnt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeigel aus. Und Tränen rinnen in sein Bord. Es ist hart, wenn man vergeblich wollt. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmelgespann. Heute rennt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heute keine Vorleute mehr. Schöne alte Nummer. Schöne alte Nummer. Wunderschöne alte Nummer. Herrlich. Okay. Servus. Ja, du Erzähl mal eine Geschichte, ne? Ja, dazu. Genauso bin ich eingeschlafen, das ist eine Mose. Dem Lied. Ich liebe die alten Lieder und mega Pemperten. Jawohl. Die sind wirklich leid. Mir danke ich auch. Mir danke auch. Wahnsinnig schon die Achtung von Ihnen. Ich danke euch vielmals. Ja, wie gesagt, Samstag wird spannend. Ich freue mich schon. 5 Leute dabei platschen. Wie wir uns platzieren, wie wir das machen, wissen wir noch nicht, aber wir haben das schon durchdacht einmal und eigentlich geht es sich eigentlich nicht aus, aber es wird sich ausgehen. Ja, wird sich schon aussehen. Zusammenrücken müssen wir und vor allem wir brauchen ja am Tisch, wir brauchen ja einen Platz für den Wein. Ne? 5 Leute, 5 Glas. 5 Glasen zumindest, ja. Nicht? Und vor allem, das ist Apotön, ist ja dann nichts, nicht? Weil quasi ein Achtel für jeden. Nicht? Sozusagen, ja. Wie wir seit Lied heuer wieder Wie wir wissen. genau wissen, nicht? Wie wir wissen, ist das ein Flaschen. Das Apotön ist nichts. Wenn man es so sagt, es ist wirklich nichts. Fast 50er? Falsche 50er, ja, sehr schöne Nummer. Kein Rodiner. In dem Anschlag. Mein Freund und ich, wir waren ein sauberes Gespann. Wir haben im Park einmal einen alten Mann, sein Bärsl heimlich aus der Tasche gezogen, sind gerannt und haben uns voller Lachen gebogen. Da war ein ganz ein 50er drin, voll Freude bin ich gleich zu meinem Vater hin. Hab ihm gesagt und gleich aufgekriegt, der hat bei mir so richtig gewirkt. Drauf sagt er, blöder Bub, hör gut dein Vater zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher um seine Freiheit geredet. Drum nimmst Papier lieber schnell in die Hand. Zack, nicht das Fest und noch ein Haus an der Wand. Dann dreh dich und geh in die Welt hinaus. Der trefft dich ab und zu ans Elternhaus. Und du meinst das Schicksal einmal schlecht mit dir.
komm zurück zu Futter und zu mir. Nach Jahren schrieb ich einen Brief nach Haus. Liebes Mutterli, war's nie mehr ein oder aus. Ich hab ein wunderschönes Madel gehabt. Aber hat ein anderer sie mir weggeschnappt. Ach Mutter, du, ich bring das Luder um und gib ihr auch meine ganze Freiheit rum. Da kommt im letzten Augenblick ein Brief, der mich noch zur Besinnung rief. Und drin steht, mein lieber Bub, hör deiner Mutter zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher um seine Freiheit gerät. Drum nimm's Papier und lieber schnell in die Hand. Zerknie das fest und noch ein Haus an der Wand. Wegen so ein Madel ist das Leben nicht aus. Wer trifft, denkt ab und zu an Südern aus. Und meinst das Schicksal ja mal schlecht mit dir. Komm zurück zum Vater und zu mir. Wunderbare Nummer, Karli. Unser Professor Hodiner Karli. Ich finde auch eine Großartig. wunderschöne Nummer. Ganz großartig. Nach wie vor. Wunderbar. Nach wie vor. Ich mache mich schlank, dann geht das schon. Christoph Acker, genau. Das haben wir ja gelernt. Das haben wir gelernt beim Carello vorhin. Carello. Wir drei. Schlicht wie die Östertinen am 2.12. Ja, fast, ja. Ja. Wird eh Doppler geben. Wird eh Doppler auch geben, so sind muss ich auch mehr arbeiten, damit der Edler im War. Müssen wir halt öfters rennen. So nicht das Rennen, aber. 5 Leute ist super. Statistisch gesehen ist die Pavlatschen eine Überlänge, wenn Gäste dabei sind. Ja, stimmt eigentlich. Naja, es wird sicher auch länger werden. sicher Bin ich länger schon werden, überzeugt, aber- weil allein schon die ganzen Grußvideos. Das ist allein schon 1,5 Stunden, ne? Der Schwürberlieder und der Max Schlögl Max. hat er seine Gitarre mit. Natürlich. Die Daniela Schlögl liest eine Kurzgeschichte. Diese Kurzgeschichte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe sie schon gesagt, auf 3 Mal aufteilt. Also eben wie gesagt, dass man nicht, wir sind ja schon internetgetreu. Ja. Wir wollen keine Leute überfordern. Und also das wird da. Aber allein das wird natürlich schon zu einer gewissen Länge führen. Aber mein Staff, das geht schon ein Teil werden. Ja, bislang das Maximum. Aber ihr werdet das schon schaukeln, die Vorfreude ist bereits groß. Ja, 4 waren das Maximum. 4 waren das das Maximum. stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist ein Gast haben wir öfters gehabt, der Christina, der Zonko, die Vicky vom Mavihof, dann 2 Gäste haben wir gehabt. Eh nur die Schlögl, Die Schlögels, ja. sonst nicht. Sonst haben wir, das heißt, da waren wir zu 4. In Ackerl haben wir die als Gast auch schon gehabt. Mein Da Bruder, waren wir- der Bruder ganz ganz am am Anfang, Anfang, ja. Also zu 3 waren wir am meisten besetzt, ja, stimmt. Zu 4, zu 5 eine absolute Der Premiere. Premiere, ja, das stimmt natürlich auch. Patrick hat mal gemeint, in einer Bouteille sind eh nur 3 Achtel drin für 2 Leute. Ja, 3 Achtel, ne? Ja, stimmt. Stimmt eigentlich nicht, weil. So 6 Achtel, ne? Ja. Für 2 Leute 3 Achtel. Das ist nix. Ich sage ja, Bouteille ist nix. Ich sag's ja. Ja. Schnaps wird's auch geben, ne Freude. Ich bring Met mit, Daniela. Jawohl. Ui, das ist eine sehr gute Idee. Du, Daniela, der Patrick macht die Koordination. Er wird dich kontaktieren, wenn er dich nicht kontaktiert, ruft du. Ich kontaktiere dich morgen auf die Nacht. Oder rufen wir uns morgen am Abend zusammen. Ja. Also Patrick ist die Kontaktstelle für die Verpflegung. Wir haben jetzt festgestellt, interessanterweise, ich muss eins besorgen, mich Wasser. Wasser, den Rest, Das ist schon- Den Rest machen wir schon. Die Härte, nicht? Das ist ein Wahnsinn. Bett machen und Wasser holen. Für das tauge ich. Und ich muss mir mein Bett sogar selber mitnehmen und Ja, selber machen. ja, da sechst Und Ackerl du auch, gell? Wir haben eh schon geredet, aber da reden wir Ja. nicht dazu. So, pass auf, jetzt da. Weißt du was? Kannst du noch spielen? Schauen irgendwie Tränen in die Augen. Boah, ja, das könnte sich ausgehen. Weil wir jetzt schon gespielt haben. Wichtig ist ja der Patrick Steirische wieder am 2. Naja, Das ist selbstverständlich. Sicher nicht. Selbstverständlich. Wir müssen ja wo sitzen. Wir brauchen ja was zum drauf sitzen können. Wir brauchen ja Wir Scham. müssen was zum brauchen Glasl ja holen. Wir brauchen einen Tisch zum Glasl holen. Ja. Schau, Markus Kremser. Absolut tolles Kommentar.
Weil wir geredet haben vom Karl Hodener. Eine Nummer, da weiß man, ob wir die schon in der Bablatschen gespielt haben. Oh, haben wir schon gespielt? Vor Jahren. Wirklich wahr? Sicher sogar. Ja, aber die sind Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor, hörst die Kinder lachen dann und das Lachen kann für sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, wenn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind, so sag ja so und so kick ich schon. Geh die Zukunft, wenn das Glück dir auch entgeht. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Drachensteig und Trittabschlag, Räuber hat man spüren und sich mit einem festen Madel hinterm Haus der Org verglühen. Das war ein Spaß, das war so klasse, das war ein Gaude, stimmt's mein Freund. Aber heute spielen wir nicht mehr mit. Wir sind verstoßen, wie mir scheint und wie wir uns das erste Mal eine ganze Nacht am Haus bleibt rot. Da hat die Mutter stadtfest geschlafen, nur beim Fenster runter geschaut und uns ganz ängstlich gefragt: Wo warst denn, dummer Bub? Wenn du nicht heimkommst um die Zeit, hab ich keine Ruhe. Tränen in den Augen, in die Vergangenheit. Wenn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor und hörst die Kinder lachen dann. Und dass du nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, weil die verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Jawohl! Schöne Nummer. Dann los eigentlich, für das wir schon lange gespielt haben. Mir gefällt das sehr gut. Das ist eine schöne Nummer, ja. Werden wir öfter spielen. Was Wenn meint wir ihr öfter dazu? wieder Ich glaube spielen, schon, ja. gell? Ich glaube, die kann man ruhig öfter spielen. Ja, da war so ein Rodolfo Besser ist Corbesso. das. Servus, Rudi. Insehaus, das gefällt mir. Wenn du Wasser brauchst von einem Favoriten am Wiener Berg, und tut das Wasser von da. Ja, in die bucklige Welt fällt nicht auch Favoriten, das ist immer Wasser. Ne? Ich habe eine Quelle. Geht doch das Galiziberglied, bitte. Das Galiziberglied will ich haben. Ja, Das Galiziberglied? warum nicht? Ja. Warum nicht? Für den Rudi, weißt du, ja. Galiziberg. Neulich denk ich mir, lass dich rasieren und gestern ein bisschen spazieren und dass du kein Geld nicht gibst aus, ja so gehst am Galiziberg hinaus. Und wie ich am Galiziberg komm, schau mir wieder so um, da sieh ich ganz still und ganz calm ein Vogel ist da rum auf einem Baum. Ich denk mir, da kraxelst jetzt auf und nimmst dir das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie ich oben das Vogelnest lag und wie ich am Baum unten sitz, hoffe ich gerade fürchterlich schwitz. Da kommt ein Liebespaar versunken in Tran, ja und setzt sich gerade unter mein Baum. Aber ich auf mein Baum bin ganz still, weil ich will sehen, was der Liebhaber will. Der sagt, ich hab dich so gern und du sollst mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr so allerhand,
sie sagt, ich tät die Bitt dir gewähren. Ja, aber wer sie unsere Kinder ernähren. Aber geh Schatzerl, ich bin doch ein Christ. Naja, und du von demselben Glaubmach bist. Vertrauen oder drum auf den Herrn. Ja, der wird schon unsere Kinder ernähren. Da schreit gleich oben vom Baum. Bagage, wenn schlecht sagt dann heim. Wenn ich runterkomme, dann sage ich den Herrn. Der Echt wird die Kinder ernähren. Die zwei waren verschrecken ganz blass. Die haben geglaubt, dass der Herrgott schon weiß. Die sind gerannt über Stock, über Strau. Ich hab mir gehalten von Lachen mein Bauch. Oi, das Galitzeberg-Lied. Chanson de Grinzinberg. Schön. Einmalig die Hochtel von Danke schön. Walter Nagel immer begeistert von einem Schlussakkord schon nie mit Tränen in den Augen. Ja, doch, da war auch ein gewagter Weg zum Schluss. Olmes Darstellung eine wichtige Frage. Geht es am Samstag auch um 20.15 Uhr los zur Primetime? Ja. Selbstverständlich. Samstag, 2. Dezember, 20.15 Uhr sind wir online. Bleibt alles gleich. Jawohl, jawohl. So, der Idee hat noch in Hergeler Star war noch, glaube ich, ja? Woher ich weiß, dass die Dummheit die Waffe des Teufels ist, aber warum sind die Politiker so gesegnet damit? Abgewandelt vom Pfarrer Braun, Folge der Flucht der Pröbstin. Pater Braun ist leibend, nicht? Gilbert Keith Chesterton, ein absolut großartiger Autor, muss ich echt sagen. Die Pater Braun Bücher Weltklasse. Daran hat er sehr viel. Das ist Weltliteratur. Absolut. Das ist und der Chesterton hat überhaupt also sehr viel, also auch, ich sage jetzt einmal, auch philosophische, ja. Fast eher religiöse Bücher geschrieben. Ja. Aber ganz großartiger Autor. Freut mich, Spaziergang, dass du mich jetzt wieder auf seine Spur gebracht hast. Adolf Rehberger, der Neuling hat eine Bitte, vielleicht habt ihr ein Lied von Adi Stasler. Oder es ist ein Kummer. Haben wir schon zu lange. Ich denke mal, Musikveranstaltung werden nicht. Ja, klar. Ich bin froh, dass es euch gibt. Dürft eine anständige, nette Familie und Freunde sein, eure Truppe. Absolut. Adolf Rehberger Weltklasse. Absolut. Aber mein Gott, nein, vom Stasler. Der Stasler hat uns, wenn wir beim Lentner Karl gespielt haben, also spielen wir noch immer, aber eben zu Lebzeiten sozusagen vom Adi, War ein Stammgast bei uns, ja. Das hat uns wahnsinnig gefreut. Große Ehre, ja. Aber erzähl, was vom Stasler Adi, haben wir glaube ich gar Der nicht. kleine Bub mit seiner Gang, aber das haben wir alles schon auf, das haben wir alles schon, das ist alles, das ist... Ja, es war halt eigentlich sehr erschauend. Man muss sich das eine oder andere wirklich einmal wieder ausschauen. Ja. Da hat der Adolf Rehberger vollkommen recht. Uns erwischt. Vollkommen recht. Ja, Stefan Stasler. War auf jeden Fall, also, er war doch ein Typen, das heißt, also manche sind da nicht zurechtgekommen mit ihm oder mit seiner Art. Ich habe mit ihm sehr gut, wir haben uns gut verstanden, also, von Anfang an. Absolut. Ja. Wir waren immer wieder in sehr, sehr netten Gesprächen. Und Ja. war leibend. Und wie gesagt, er ist gekommen und war immer zurückgehalten. Der hat sich nicht in den Vordergrund drängt, aus dem Spiel das vermehrt. Also. Er hat sich da hingesetzt, hat das genossen und weiß ich, wie gesagt, Adi, hast du einen Wunsch, was soll ich spielen? Und er hat gesagt, das, was ihr spielt, das taugt mir. Das war absolut leibender Kerl. Ja. Immer wieder Weltklasse, sagt Matthias Gerold, ich danke dir schön. Schau die Achteln. Danke, 100er kommt, Rudi Korbes, ein Wahnsinn. Ich kenne den Adi Dasler, Matthias Gerold. Jetzt sag einmal, pfusch nicht herum. Der Stasler Adi, ein Weltklasse-Komponist, lieber Freund gewesen und toller Kollege. Das war aber der Otti Fischer. Was? Die Pater Braun. Achso, Pater Otti Fischer. Ja, gut, die Filme habe ich mir nicht angeschaut, die waren viel schau. Also, Wobei ich den Otti Fischer sehr schätze eigentlich. Ja. Also mir gefällt das schon. stellenweise, Der Bruder von Tölz zum Beispiel. Ja, aber er ist ja kein Schauspieler, er ist Hat mir ein gefallen. Kabarettist. Großartig. Aber, ja. Nein, ich bin nicht so ich meine, ich bin jetzt auch kein Gegner oder so. Aber der Pater Braun, das ist ganz andere. Das ist, ich habe die Bücher, das ist nicht erreicht worden. Mit Rühmann, ja, die waren legendär. Mit Rühmann, das hat mich erkennen. Wobei die Rühmann-Filme, die waren schon, also, die waren sehr gut, finde ich, aber die waren wirklich stark weg vom Buch. Also, weil man ja irgendwo gewohnt war, natürlich die Verfilmungen von Don Camillo Pepone, die ja eigentlich recht gut waren. Die waren gut, ja, genau. Und Rühmann als Pater Braun war auch super, aber es war sehr weit weg ich möchte gar nicht sagen weit weg vom Buch,
weit weg vom Chesterton. Weit weg, ja, genau. Und per se gut, aber eben auch weit das weg. Was aber bei Don Camillo und Peppone nicht war, weil ich habe das Buch von Guarigi auch gelesen natürlich. Das ist schon so, es ist gut gemacht. Also, Ist absolut gut gemacht, Absolut ja. gut gemacht, ja. Das, Die englische Serie von der BBC finde ich klasse, die kenne ich. Ich hab da mal was gesehen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, da ich nicht so ein Fernseher-Freund bin, hat mir das nicht. Aber wie gesagt, Gilbert Keith Chesterton, wirklich eine schillernde Persönlichkeit und besonders nämlich eher seine Essays oder Werke, die er da geschrieben hat, als im philosophischen, religiösen Bereich. Wirklich, also ich habe nicht alles gelesen, aber so ist es nicht. Bin kein ausgewiesener Chesterton-Kenner, aber schätze ihn sehr. aber schätze sie, ja, absolut. Ja. Und wie gesagt, also Ottfried zum Beispiel ist ein Heinz Rühmann, kommt der Ottfried Fischer nicht an, also nicht einmal irgendwie. Ottfried Fischer ist ein guter Kabarettist oder hat seinen Typus als Kabarettist, Genau. aber Schauspieler oder so. Der Pulli von Tölz war auch für ihn, das ist Ja, das nicht umsonst, hat sich sowas über 10 Jahre gehalten. Nicht? Ja gut, die Roseneinkops halten sie auch. Gefällt mir auch nicht, das war nicht ab und zu. Wie schaust du es, oder? Das ist ja, ein ab und Wahnsinn. zu. Roseneinkops, ja, ab und zu, ja. Wirklich wahr. Da war ich nichts nachdenken braucht, nicht? Da wenn ich nichts nachbaue, dann schaue ich mir Bagger-Videos an. Da schaue ich mir die Rosenheim-Cops an zum Beispiel. Ja, das ist der Unterschied. Einfach an die alten Folgen vor 15 Jahren. Ui, der Patrick hat kein Antigrippin mehr, schenkt sich was ein, sagt der Walter, Ach so, nein, ist der das merkt mal das, hier? ja. Ja, der Ach, merkt sehr. das gleich. Patrick, weißt du, krank werden gibt es jetzt bis Samstag nicht mehr. Du, Das waren schon zu viele das ist Solarparaden. spät, ich bin seit 3 Wochen dauerkrank. Aber Ja. das geht nicht weg, aber es ist wurscht. Aber da hat der Allmeister einfach nicht vollkommen recht. Das Ich hoffe nicht, dass nicht ich ein Solo beim Latschen machen muss zum Wohle. das hoffen wir alle. Aber, weil es möchte ich mir anschauen, wie du einschenkst. Nicht? Einschenken, spülen und moderieren und die Technik im Griff, das ist Servus. Nicht? Das ist Richtige Griff haben wir, das wird mühsam. Weißt du? Nein, ich weiß, dass eins funktionieren wird. Einschenken. Ja, das funktioniert, ja. Ja, weil der Adi Dassler, der Gründer von Adidas, war das wirklich, war das aber auch nicht gewusst. Weil, nein, also Adolf Kassert weiß ich, weil das war der Adi Dassler, genau, von Adidas. Der hat, ja, das genau. Der Fritzer Stadtguss, das verhält sich wie bei Wolf Haas mit den Büchern und Filmen. Ja, kann ich nicht so gut mitreden, weil die Wolf, mein Munkelein hat die Wolf Haas, glaube ich, alle gelesen. Ich bin da bin ich weiß nicht, ich kann mit dem Österreichischen nichts anfangen, tut mir leid. Also mit dieser derzeitigen Kultur-Ding. Nicht, dass das schlecht wird, aber es ist überhaupt keine Abwertung, sondern ich kann mit dem nichts an. Ich schlafe ein, mir greift es nicht an. Der österreichische Film ist für mich ziemlich das Schlechteste, was es gibt, für mich. Ja, das ist für mich nicht zum Anschauen. Ich drehe durch. Mit Munkelein haut es immer an, wenn wir uns dann irgend sowas anschauen. Und ich steige aus nach 10 Minuten. Nach 10 Minuten bin ich aber gut drauf, dass ich mir 10 Minuten gebe. Bei meisten, da kann der Film noch so gut sein. Wirklich, es ist eine Art, eine Filmschule oder was, die wir haben, die mir nicht liegt. 2-3 Achteln dafür. Ja, aber Unseiner. Da schauen wir lieber ein Bagger-Video an. Das ist wirklich so. Nein, aber es ist jetzt gar nicht jetzt eine direkte Qualitätskritik. Es wird schon irgendwas drin, sonst nicht so keiner schauen. Es spricht mich, diese österreichische Filmschule, wenn es das überhaupt gibt, oder, die spricht mir nicht an. Und ähnlich ist es auch mit den Romanen. Ja. Das ist nicht, wobei sicher die Bücher besser sind, aber da gibt es einfach so viele andere Sachen, die ich vorher lese. Aber eben, also das höre ich von vielen, dass sie sagen, Wolf Haas, Bücher und Filme sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber es gibt ein paar so Sachen. Und es ist natürlich, man darf ja nicht vergessen, es ist ein Ding der Möglichkeit, ein Buch in einen Film zu bringen. Daher muss man den Film wirklich als eigenes Kunstwerk betrachten. Ne? Das ist halt dann schwierig. Und eigentlich am besten ist dann, wenn der Produzent gar nicht versucht, ans Buch ranzukommen. Und dann ist es meistens am besten gelungen. Da gibt es ein paar so Beispiele. Ja. Amadeus zum Beispiel. Nicht? Peter Schäffer, Amadeus, das Buch, also das Theaterstück. Das Theaterstück, ja. Das Theaterstück ist eigentlich ein komplett anderes als der Film. Ja. Wirklich komplett anders. Definitiv. Ja. Warum auch immer. Definitiv. Aber ja,
deswegen ist der Film auch gut, weil er mit dem Theaterstück, mit dem Buch, wirklich nichts zu tun. Der Film ist sehr gut gemacht. Oder was hätte man noch? Das ist ein gutes Beispiel. Was hätte man noch? Ist ja wurscht. Geht sich eh aus. So. Aber Baggervideo ist eine gute Idee. Baggervideo ist. Ich schaue mir dann oft auch so moderne Musik an. Musik, so das. Gestern in meinen Fieberträumen, nicht? Ich habe Komposition für Posaune und Sessel. Das ist schön. Großartig. Wirklich wahr, ja. Ja, das ist herrlich, so was gefällt mir. Da kann ich nur mich selbst zitieren. Ja, super. Ich bin dann auf der Besonderheit von den Sessel durchs Zimmer. Nicht? Wir müssten mehr solche Sachen machen, Klaus. Also Aktionskunst. Nein, das glaube ich gar nicht. Mir macht das schon Spaß, muss ich ehrlich sagen. Du, das ist ja das Problem dieser Künstler. Es macht ihnen wirklich einen Spaß, aber das macht definitiv keinen Spaß zuhören. Definitiv nicht. Und keiner, der sich das auch hört, kann sagen, er hat Spaß dabei. Das glaube ich nicht. Die haben maximal, die haben dann ein intellektuelles Erlebnis, vielleicht, aber mehr sicher nicht. Da machen wir so ein Weingläser oder Weinflaschen-Symphonie. Nicht? Auch vor allem mit so. Ja, aber. Patrick dürfte wirklich gegangen sein. Und wenn es so weitergeht, hoffe ich fast auf ein Solo-Platschen. Ja. Wo hast du das gemacht? Wo war denn das? Beim Ecker-Trio, gell? Oder wo war denn das? Irgendwo hast du vorhin dazwischen. Nein, woanders. Irgendwo hast du das gemacht. Nein, bei der Bluesschrammeln. Die Bluesschrammeln. Uli Bär, wir unterhalten uns eigentlich auf der Bühne, nicht? Wir moderieren sozusagen in Doppelkonferenz. Und der Patrick von mir hinten. Du hast mit Bär, die unterhalten fleißigst, ja. Und dann aber checkt zu mir hinten das Dritte und sagt, ja, kannst du nicht was machen, dass du nicht zum Reden aufhören da drin. Und das Ganze noch mehr um 10 Minuten länger dauert, aber es macht nichts. Ne? Die Leute haben gelacht. Mir mag gelacht. Der Patrick, ja, mein Gott. Das ist so. Schau, was sagt der Fritz Stadt? Also ich liebe die Filme aus Österreich, die frühen und die neuen. Die frühen mag ich mehr, die neueren, mit denen kann ich wirklich nichts auf, zum Großteil nichts aufhören. Aber, wie gesagt, das ist eine Geschmackssache. Also das erlaube ich mir jetzt nicht kritisch zu erwähnen im Sinne von, die sind schlecht oder was, sondern einfach, das ist nicht mein. Das ist nicht das, was ich halt verstehe, sagen wir es so. Vermessung der Welt. Daniel Kielmann hat mir als Buch als auch als Film sehr gefallen. Ja, Matthias Mariacher, das stimmt. Da war der Film auch nicht schlecht. Ich überlege noch gerade, wie ich den Film gesehen habe. Oh ja, den habe ich gesehen. Buch habe ich gelesen. Daniel Kielmann ist ja Wahlösterreicher, nicht? Wahlwiener. Wann man es verbessern kann? Nein, ich lache das. Wann man es verbessern kann? Die wunderbare Geschichte von einem mit ich weiß nicht, ob ich das erzähle, aber auf der anderen Seite ist ja kein Geheimnis. Aber das ist nicht ein Bestseller. Die Vermessung der Welt ist wirklich ein Bestseller. Und nachdem er in Österreich lebt, ist natürlich da auch das Finanzamt natürlich entsprechend österreichisch. Nicht? Und die haben halt, jetzt hat der also da Einnahmen gehabt, nicht? Durch diesen Bestseller. Und das Finanzamt, wie es halt so ist, naja, wenn der heuer diese Einnahmen hat, dann wird er nächstes Jahr ja auch wieder die Einnahmen haben. Nicht? Da haben wir mal so eine satte Steuervorschreibung. Nicht nur nachzahlen, die war klar, nicht, aber eine Vorschreibung gewaschen hat. Und der Kämmer hat gesagt, wie kommen Sie auf das? Nicht? Und dann sagt, ne, Sie haben ja so viel eingenommen, wenn es nächstes Jahr wird. Ja, aber ich habe ja einen Bestseller geschrieben. Das ist ja was Außerordentliches. Ich habe jetzt heuer einen Bestseller geschrieben, wenn Sie nächstes Jahr einen Bestseller schreiben können. Nein. Man muss es verbessern. So ist das nicht. Sie stellen sich das falsch vor. Das ist ein Bestseller, schreibt man nicht jährlich. Das kommt mal und dann hat man einen Klick gehabt. Und das weiß dann meistens auch nicht. Aber damit wurde er sofort quasi österreichisch entsprechend wirklich getauft im besten Sinne. Der Matthias Mariacher schreibt was sehr, sehr, sehr Gescheites. Es muss nicht alles Kunst sein, was uns unterhält. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt. Ja, zu wenig Orff-Unterricht gehabt, genau. Ja, eindeutig, mein lieber Walter. Ja. Das Lamm, das Schaf, Furz. Was? Hurz! Der Harpe Kerkeling, genau das berühmte Hurz. Mit euch, das Konzert, herrlich, großartig. großartig. So, pass auf, wo habe ich ihn gesehen? In der Rudikorbis.
Wenn mich der Herrgott fragt. Ja, ist schön. Machen wir noch mal, freilich. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt hinunter auf die Welt. Und wie man da begegnen tut, den Ritter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ich weiß schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt ist, dann bringt die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll Allgewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wie man da begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wäre dann wirklich gar nicht schlecht. Weil ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Super. Die Achtung, Dankeschön. Ein schönes Lied und ich hau jetzt einmal wirklich einmal den Hinweis für den Schmattes. Weil wir jetzt haben wir ja ein Lied nach dem anderen gespielt, richtig. Genau. Gerstl, es muss ja nicht das letzte Gerstl sein. Bitte gebt nicht das letzte Gerstl für die Musik aus. Hebt euch das auf und kauft sich was zum Trinken oder zum Essen. War gescheiter, aber wenn was kauft sich ein Gas oder Holz oder was. Genau. Der Winter kommt bestimmt, ne? Aber lasst die Musiker leben, hat was einen virtuellen Hut. Wie gesagt, wir haben ja online nicht die Möglichkeit, mit einem Kabel oder einem Hut anzusammeln. Wir müssen es virtuell gestalten. Und das bedeutet entweder über diesen Chat, über diese Super-Chat-Geschichten bei YouTube, Google, aber das kann nur der da ein eigenes Konto hat bei Google, was weiß ich. Also der es kann, der weiß. Oder, ja. Und die anderen Möglichkeiten sind natürlich über PayPal und eine ganz schlicht und einfach. Eine Überweisung. Alles ist möglich. Jeder Höhe natürlich. Ihr könnt große Beträge überweisen. Ihr könnt natürlich auch ganz schlicht und einfach kleine im Sinne von ich zahle euch ein Achtel. Geht ganz genauso. Wir freuen uns über alles. Danke vielmals. Dann blenden wir es gleich wieder aus. Josef Dattel ist Der Pepe im Wohnzimmer. Pepe im Wohnzimmer. Servus, mein Lieber, das ist mein Schmuck wert. Und jetzt kommen schon die Bodewannen. Emojis. Ja, unser Josef, sagt die Jawohl, Wege. jawohl. Jawohl, auf den Pepe. Jawohl. Und die Bodewannen-Emojis. Wo hast du es? In welcher Community hast du das? Wo? Völlig automatisch kommen die Bodewanner rein. Ja. Ist das leibend? Josef Dattel erscheint im Chat und er wird begrüßt mit eigenen Emojis. Nächste Woche bekommt ihr dann Schmattes, so seine Musik. Danke. Dank dir schön. Ja. Der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese. Hurz. Großartig. Ja. Na, großartig. Na, aber es ist ja so,
was wollte ich jetzt sagen? Wurde abgelenkt. Durch die Badewanne wurde abgelenkt. Nein, durch so jetzt. Ich habe mich ablenken lassen. Irgendwas Wichtiges. Aber was Wichtiges kann jetzt gewesen sein. Ja, was weiß man? Na bitte, was Wichtiges. Wichtige geistige Ergüsse. Wann habe ich das letzte Mal was Wichtiges gesagt? Heute zum Beispiel. Wann? Was? Ja, ganz am Anfang, Was hast du gesagt? die Paraguayer. Das war nicht wichtig, das war richtig. Das Ja, war das war richtig wichtig. Ich meine, zugegeben, das war auch überraschend. Ja? Keiner war mehr überrascht als ich. Nicht, dass das richtig ist. Aber es ist ja so. Es ist ja so. Nein, ich wollte irgendwas anderes sagen, ich weiß nicht mehr was. Ich weiß es nicht mehr was. Ich weiß wirklich nicht mehr. Aber ist ja wurscht. Peter und der Wolf, großartiger Film und Musik, ja. Mein Gott, das haben wir in der Schule, da haben wir so eine Aufführung gehabt, die als Schüler. Hast du das geschauspielert auch in der Schule? Ja, so eine erhalten, es war nicht gern gemacht. Ja, Ich klar. habe es nicht gern gemacht. Ich hätte schon gerne immer geschauspielert, mir war nur immer das drumherum, das war mir immer zu blöd. Ich wollte nicht immer irgendeinen Scheißdreck spielen. Nicht? Die Bewegung auf der Bühne. Wir spielen jetzt einen Wurm. Griechen. Nicht, also, ich habe das genossen, der Bühnenspiel hat das Kasten am Ja, Schul- nein, das habe ich nicht. Das habe ich auch 4 Jahre lang mit der Kindle, Professor Kindle, Ja. war das eine junge, dynamische, Ja, immer Ah, in Leggings gekleidet, kann mich noch erinnern. Ja. Gestanden bist du auf Surfbrett. Nein, gar nicht eigentlich. Achso, ne, dann. Nein, ich hab also Adams zu mir gesagt, ich soll ja auch sowas machen, weil ich ja so ein Talent habe, nicht? Für, Ich habe schon als Kind die Goschnuffen gehabt, die ganze Zeit und alles, nicht? Und das Schmäh geführt. Aber ich wusste, es ist nichts für mich. Und dann habe ich ja einmal, da gab es ja einmal eine ORF-Produktion, wo ich dabei war, die nie veröffentlicht wurde. War gut bezahlt, aber gut bezahlt, und war eine Riesengeschichte, wirklich eine Riesengeschichte. Tolle Sache damals, aus verschiedensten Gründen. ORF komplett versemmelt. Es gab sogar schon Pressekonferenzen. Das ist ein pilotischer. Na, Ausschlag ist nichts. Ausschlag ist nichts, Ausschlag ist nichts, aber aber alles alles ist dran. fertig Die komplette gewesen, Serie alles ist dran. fertig. Alles fertig gemacht, das waren doch einige Monate. Eine tolle Geschichte und ich habe da schon, also wie sagt man, nicht Hauptrolle, sondern Nebenrolle. Ne? Also ich glaube, es heißt Nebenrolle. Das nicht? war nicht der Nachfolger von Taxi Orange, oder? Nein. Das Problem war, nein, ist ja wurscht, das ist eine eigene Geschichte. Das Problem war, dass es da irrsinnige Pleiten gegeben hat beim ORF. Und dann ist das gekommen und das wird Taxi Orange war kein Fehler, weil nicht kein Grund dafür wahrscheinlich. Ja, nein, das hat ja funktioniert, glaube ich. Aber nein, mitten im 8. hat es die Serie gegeben. Mitten im 8. ist komplett gefloppt. Und dann gab es eben diese Serie, wo es da war es tatsächlich, also das ist irgendwie das ist halt passiert. Nicht? Der Regisseur hat gesagt, erst ich möchte den Klaus jetzt muss beim Casting haben. Und die waren schwer begeistert, haben mich da also hin. Also dann eingenommen und gesagt, ja, das machen wir. Und das war, ich will da gar nicht so viel dazu sagen, es war eine tolle Geschichte, es war ein unglaubliches Lob der Presse. Und ich nehme an, das war so ORF intern, war das halt verschiedene Gruppierungen. Und nachdem es dann dieses mitten im 8. so gefloppt ist, glaube ich, haben sie sich dann nicht mehr drüber traut oder hat da zu wenig Lobby gegeben von dieser Sendeproduktion. Was weiß ich was? Weißt du wurscht. Und ja, es ist dann halt einfach nicht gesendet worden. Aber es waren, die komplette österreichische Prominenz war immer, in jeder Folge waren Gaststars dabei. Und das war ein Riesenhetz. Und TV Media, ich hab die ausgelegt, man da nicht gehabt, weil das werde ich nicht mehr brauchen. Nicht? Aber es hat über das geschrieben, nicht? Und hat dann unter anderem zum Beispiel geschrieben, dass mitten im 8. Und im Gegensatz zu mitten im 8. spielen bei dieser Serie Schauspieler, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Was ich natürlich lustig gefunden habe, weil ich bin definitiv kein Schauspieler. Also ich habe das nicht gelernt, kein Handwerk. Es war halt einfach lustig. Und da wurde also namentlich da sehr gelobt. Und ich habe gedacht, passt, also meine Karriere als Schauspieler ist besiegelt. Ja, das ist klar. Wenn TV Media über mich schreibt, natürlich weit und breit keine Ausstrahlung der Serie. Der Versenkung das ist schon arg eigentlich. Auf jeden Fall, das hat mir irgendwie getaugt. Das war eine eigene Geschichte. Und dieses Schauspielern da in der Schule und so weiter, nein, ich habe mir gedacht, das interessiert mich. Aber auf jeden Fall, für diese ORF-Produktion wurde ich dann quasi gebeten, also dieser komplette Cast, wie man sagt,
Schauspieler-Sprech, ich glaube es heißt so, ich weiß gar nicht mehr, die sind sozusagen in so ein Schauspiel-Coaching gekommen. Und weil du das sagst mit Wurm, da war das halt auch so. Nicht? Und ich habe mir gedacht, ja, war lustig, es war eine schöne Vorbereitung für den Rausch am Abend, aber es hat in dem Sinn jetzt in mir nichts geöffnet, nichts bewirkt noch sonst was. Ich bin mir noch nicht deppert vorgekommen, sonst gar nichts. Weil der Punkt ist der, ich spiele keinen Wurm. Warum soll ich einen Wurm spielen? Um das nachvollziehen zu können, wenn du eine Rolle gehört ja gespielt. Ja, aber ich spiele keinen Wurm. Die soll mir sagen, wie ich, was weiß ich, einen Hausmeister spiele. Ich brauche keinen Tisch spielen. Ein Tisch ist eine Requisite, da stelle ich mir Achtel. Ja. Ich brauche keinen Tisch spielen, weil ich wäre kein Tisch. Ein Vorhang vielleicht. Ne? Nein, aber es war spannend, natürlich interessant, war schon. Aber, und da habe ich mir gedacht, na gut, na siehst du, Schauspielern, ich hätte sicher Talent dafür, bin überzeugt. Aber wobei, das humoristische Talent, ob jetzt wirklich ein Schauspieltalent habe, im Sinne von tatsächlich sehr unterschiedliche Charaktere zu spielen, weiß ich gar nicht. Also wirklich das Handwerk des Schauspielers traue ich mich gar nicht zu sagen, dass ich das könnte oder dafür Talent habe. Für den Humoristen, ja, definitiv wissen wir alle. Ja. Aber Das weiß ich seit es ist über ein 30 Unterschied. Jahren. Das ist ein Unterschied. Naja, aber das ist ein Unterschied. Ja, ne? ist ein Unterschied, definitiv. Und das ist halt, und da sind schon natürlich, ich verstehe schon manche Schauspieler, wenn die dann lachen über diese teilweise Empummen und dann halt einfach lustig sind, ja, und dann irgendwo reinkommen und dann Theater und dann auf einmal Burgtheater und Volkstheater überall spielen, weil es einfach lustig sind. Ich verstehe es teilweise, ja, weil es einfach so heißt, Schauspieler ist eine harte Ausbildung. Und da musst du schon was kennen. Nicht nur eine gute Rolle drauf haben. Ja. Und das ist, da habe ich zu viel Respekt vom Handwerk des Schauspielers, als dass ich sagen würde, das könnt ihr leicht machen. Gewisse Rollen könnt ihr leicht machen, aber gewisse Rollen spielen ist nicht Schauspieler sein. So. Taxi-Rausch war super. Ganz wichtig, vergesst mit dem Hergerler nicht. Ja, danke Susanne, muss er, werden wir natürlich machen. Mitten im 16. Das war was gewesen. Das war's. Ja. Absolut, das war Wahnsinn. Nathalie Kohlaus. Hallo Nathalie. Hier bin 22 und begeistert von euch, bin zufällig zu euch gestoßen und wird nicht das letzte Mal sein. Liebe Grüße aus Mödling und von einer halben Kubanerin, der war Weltklasse. Nathalie. Da hat's eine. Servus und für die Nathalie. Willkommen. Extra eine originale rote Achtel zur Begrüßung von der Nathalie Kohlaufer aus Mödling. Klammer auf, bissl aus Kuba. Weltklasse. Konnte mal nach Mödling auf einen guten Wein, wir sind bekannt in der Thermenregion, bringt die Buben mit. Ja, genau, bravo Nathalie. Jawohl. Weltklasse, ja. Na sicher, nein, in der Mödling, die Thermenregion, na Herst. Ja. Schau das an, was da lernen ja, großartig. Da lernen sie alle was. Ja, Peter Wolf von Prokofjew, ja. Naja, ja eh. Wenn nur ein 16er dabei war, war es mitten im 8. Nein, es war nicht mitten im 8. Nein, es war nicht, es war nachher. Es war nachher. Und ihr kennt die Geschichte, was ich ein paar Mal schon erzählt habe, glaube ich, wo ich mit Professor Weber von Tradiwaberl damals auf der Bühne gespielt, und das war das Abschlussfest von dieser Reihe. Da war die ganze Prominenz da. Und da gab es in einem Nebengebäude, ich meine, das war leibend, weil das war ein Gebäude, das abgerissen wurde. Und dort war diese ganze Filmproduktion absolut leibend, also Serienproduktion. Und das ist, wann diese Filmproduktion abgeschlossen war, wurde dieses Gebäude abgerissen. Das ist weg jetzt. Und schon lange, das ist schon dort her. Ja, das ist sicher schon. Ja. Und natürlich die Abschlussparty, das war so mehr oder weniger ja also man hat nicht mehr aufpassen müssen auf nichts. Meine, deswegen hat man sich auch nicht anders aufgeführt als sonst, aber es war halt recht lustig. Und im Nebengebäude war der Stefan Weber da. ja, und im Nebengebäude war irgendeine andere Party. Es war so ein bisschen so eine schickimicki-Geschichte. Und da war unter anderem der Wolf, genau, der Peter Wolf, der aus Los Angeles gerade da war.
der berühmte Produzent, also Wiener Kind, das in LA als Produzent Großkarriere gemacht hat, berühmt geworden ist. Absolut, ja. Und der war da und dann hat er das mitgegeben, was herum ist. Und bei uns war viel mehr Garde. Weil bei uns ist einmal auch überall geraucht worden. Das war noch so, nicht? Damals, da, 20 Jahre her. Da ist überall geraucht worden. Da war Hetz. Zum Trinken, es war alles drin, es war nur Stimmung, Live-Musik, also wir haben alles selber, und dann haben wir selber alle gespielt, da war ein Mördergestudel. Und das war eben die Schlussparty von dieser Produktion, die leider nichts geworden ist. Ja. Die leider nichts geworden ist. Aber ja, ist er so. Ist er so. Schau, da fällt schon die Achtel rein für die Nathalie. Jawohl! Bravo, Nathalie. So gehört sich das. Ja, super. Ja, genau. Sehr leibend. Das gefällt mir voll. So, jetzt ein Herrgott und Stamm müssen wir noch spielen. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich schicke mir einen Schluck rein. Ja, ich glaube, wir werden eine Flasche aufmachen müssen. Weil Aber nicht, bitte. aber das ist klar. Das passt schon. Und das ist schon noch sehr früh im Vergleich jetzt. Das spielen wir noch 2, 3 Nummern. Naja, und was soll ich machen? 2, 3 Nummern lang. Wasser Ja, drin? wird das ja ausgehen erst. Aber erzähl das mal erst. Das spazieren, wir spielen keine Mödling auch bei einem Heurigen, aber wir müssen nicht wissen, wo. Ja. Die müssen uns halt wohin auch, nicht? Also, das, wie soll ich sagen? Aber wir werden schon irgendwas schon mal schaffen. Wir werden schon mal was Schau, schaffen. heute muss ich noch mit, bevor wir den Herrgott da starten. Aber du hast einen Vorteil trotzdem, glaube ich, dass du wenigstens die schneiden kannst. Bei mir ist das Ganze Ich kann ganz locker alles. Das Bei ist mir ist seit Wochen alles. alles super. Fest. Also gesund im Sinne von richtig, war jetzt schon lange nicht mehr. Also so, dass du sagst, fit, fast von richtig. So richtig einfach Ja, sagen das wieder, ist- ich bin Ah, glaub. Warte, ich muss stimmen. Ich Ja, muss mach eine stimmen. Stimmung bitte. Ich muss Ich stimmen. bitte darum. Ist das nicht? Schon ganz vergessen, wo ich hingreifen muss. Es hat keinen Namen eigentlich auf der Gitarre. Der kann nicht. Die sind jetzt wirklich schon lange um. Ich weiß leider, ich habe mir das vorgenommen, dass ich es notiere, wann ich welche auf tue. Aber ich habe es jetzt mal wieder vergessen. Wann hast du die anderen auf? Wann war denn das? Weißt du das noch? Weiß ich auch nicht mehr. Zu welchem Anlass? Weißt du auch nicht mehr, gell? Weiß ich nicht mehr. Ich muss mir das einmal notieren, weil das echt. Aber ich muss sagen, die Zeiten trotzdem. Preis-Leistung. Absolut in Ordnung. Absolut. Pyramid-Zeiten sind das, die wir mal ausprobieren wollen. Ein erschreckend niedriger Preis. Für den gesamten Satz, glaube ich, keine 50 Euro. Ne? Na, 30 Für keine 40 Euro. Ja, 37 Euro, sowas. Ja. Ja, genau. Für den gesamten Satz, also 15 Satten. Pyramid, deutsche Firma, deutsches Familienunternehmen. Ja. Bekannt für Zitterseiten eigentlich und Ja. so Sachen, Rockbrett. Und ich wollte die mal ausprobieren, weil normal ist um das Geld kriege ich gerade einmal normal gute 6er Seiten. Ja, die Riskant. kostet fast so viel. Ne? Also Kosten's auch nicht normalerweise bin ich bei einem 100er, sage ich jetzt, 120. Ne? Für alle. für alle, ja. Ungefähr. Ja, sowas. Nein, 90 Euro. 90 Euro? Mit die Goldin, oder? Geht's ja aus? Ja gut. Ein 100er. Sagen wir ein 100er. 100 eigentlich, ja. Ein 100er und die 37, also keine 40 Euro. Keine 40 Euro, komplett, alle Und- 15, ja. Und jetzt ist ja die Frage, nicht? Wie man sowas beurteilt. Und wenn ich sage, für den Preis sind die Weltklasse. Für diesen Preis sind sie Weltklasse. Ich glaube nicht, dass es meine Seiten werden. Grundsätzlich. Aber weil einfach, ja, da gibt es halt so viele andere Aspekte. Nicht? Bei Gitarrenseiten ist es immer ganz schwierig. Aber sie sind echt lang schon oben, halten ganz gut. Langsam sagen wir, ja. Echt den Ton funktionieren, sind relativ gut spielbar. Da gibt es eben Ja, der, zu spielen, da sind nicht andere besser. Aber es also wenn ich sage, ich habe kein Geld, weiß ich kriege um 40 einen kompletten Satz ich sage dir sicher was, und die habe sicher mit, verständigt. also mit 43 Zoll mit 120 Euro, ich sage jetzt einmal, habe ich ein Jahr habe ich meine Gitarrenbeseitigung Ja. geschafft, wenn es Not wäre. Nicht? Sag ich so, das kriege ich zusammen. Nicht? Also so gedacht. Ja, nicht? stimmt, das stimmt, ja. Aber wirklich wahr. Also kurzer Exkurs war das dazu. So. Jetzt haben wir den Diskurs gemacht, kann ich mich nochmal schnell. Selbst im tiefsten Waldviertel wollten sie euch
Da wird Mödling locker zum Essen sein. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt, ja. So, ich muss morgen früh raus, wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke für die gute Unterhaltung, feine Musik. Extrem Schaukler. Weltklasse. Ich danke Angenehmes herzlich. Flohbeißen, Vierte. Servus und ich hoffe auf bald wieder. Auch der Josef Tadl. Schleicht sie bis Montag. Josef Tadl, du weißt am Samstag. Jetzt am Samstag ist die 200. Sendung. Also wenn du Zeit Lust hast, jetzt am Samstag, 2. Dezember, 20.15 Uhr, wie immer. Am Montag ja. Montag ganz normal, bleibt er Aber natürlich. Montag ist Samstag klar. wird eingeschoben, die 200. Sendung mit Gästen. Also. So. So, jetzt spielen wir geschwind, bevor ich mir wieder schneide. Schwingt. In Ottergring drast, in einem uralten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gossen. Da ist gern ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt, ein Herrgott steht ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kitterier landet eine Stall. Denn die größeren Buben wollen auf die Stollen wie den Allen. Has Kitterier hätten's mit Stollen. Herrgott aus Stein, du nur allein, hast mir als Bier verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und mich an die gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stein, du Lullerauer, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nix mehr, und Ottergring hat sich verändert. Heut wird überall gebaut, alles alte zerhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus, und wie ich so hinge zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich hab mir zwei, haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trug die Hand und bild die zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stein, du allein, du warst mein einziger Trost.
Tag wird drauf geschossen. Der Bauer. Ein Morik. Brauch ich nicht singen, weißt du? Morik. Bau nicht singen ist gut, ja, der Bau nicht singen. Stimmt eh, aber es ist ein Leibwand so auch. Also So auch leibend, ja. Absolut. So, all mein Staff geht auch schlafen bis Samstag, jawohl. All mein Staff, danke schön. Gutes Nächtler, wie wir sagen, nicht wahr? Anthony, Mödling mal aufrühren, wenn die kommen. Jawohl, Mödling. Na, vielleicht wird's was einmal natürlich. Schauen wir mal. Keine Zeit am Samstag, schönen Abend noch, schöne Grüße von Pepe. Jösses, nein. Keine Zeit am Samstag, na ja gut. Dann sehen wir uns am Montag. Alles Liebe, für dich gut. Susanne Moser, danke für das wunderschöne Lied. Muss morgen auch früh raus. Habe Belastungs-EKG, Herz aus spinnt ein bisschen. Wünsche dir alles Gute noch. Susanne Moser, da wünschen wir dir aber das Allerbeste, auf das es Herz auch nicht deppert sich spielt. Und viel Spaß beim Radlfahren. Jawohl. Du magst das, alles Sicher, Gute. sicher. Schön auf jeden Fall, dass du dabei bist und alles Gute. Gute Besserung auf jeden Fall. Super, wie immer sagt der Rudi, der Korbis Rudi, danke schön. Rudi, danke. Sölig ist die Megi. Die Achteln Weltklasse, der Walter Nagel. Wunderbar, Uli Slonek, der Franz Bartok, Matthias Mariacher, wenn nicht alle ans die Achtel, die weit geht. Da wäre wichtig. Jawohl, alles. Wunderschön, sagt die Hätte, ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals. Leiband von euch, ganz leiband. Für wen macht man es sonst? Weißt, nur für uns. Ja, schön für uns ist nicht. Fahrt, weißt du, das ist. Aber mit so Leuten wie mit euch, Ich mein- das macht Spaß. Man muss vielleicht relativieren, es ist nicht fad, wenn man für sich selber spielt, aber wenn man nur für sich selber spielt, man muss so sehen. Nicht? Also schau. Nein, war das schön. Hartmut Langheinrich, jawohl. Hartmut Langheinrich. Weltname, muss ich echt sagen. Und ich danke dir schön fürs Lob. Das ist wirklich leibend. Mei, war das schön. Das gefällt mir. Das sind einfach Aussagen. Das sind Aussagen, die das bringt's. Ja, aber für das macht man sie. Ja, das das bringt's. ist genau der Grund. Ja? Super. Das war, ich kann mich erinnern, das war, ich glaube, es war im Windradl, ich bin aber gar nicht mehr so sicher, ob es im Windradl war, aber irgendwo. Oder in unseren Anfangszeiten, ganz Anfang, die ersten paar Mal halt wo gespielt. Und ich kann mich wirklich erinnern, wir haben da gespielt, ich glaube, es war im Windradl, es war doch, sagen wir, vom Publikum her schon die schwergewichtige Wiener Originalpartie. Teilweise schon ein paar Galeristen auch dabei, also wie man so sagt. Ja, zwei vielleicht nicht. Aber Will schon mehr. Aber halt, ja, also aus dem Milieu sozusagen. Und ein paar so richtig so, die gestandenen Werner. Die Regeln. die, Ja. Und wir spielen nicht da so. Nicht? Und ich sehe mit dem an, das kann ich mich ganz genau erinnern. Ein rechter Kosten. Die geht dann Geld natürlich, was die nicht. Puffen eingesteckt, alles da. Und wir spielen so und der sitzt so da und der rinnt der Träne. Und da haben wir gedacht, ja, jetzt haben wir es geschafft. Wenn du das mal zusammenbringst, dass du dem zum Mann bringst, das, nämlich also Verklick, ja, man kann ja vielleicht das andere Geld auch zum einen bringen. Das war erst, und das war schon wichtig. Und da merkst du dann schon, wie wichtig das ist, ein Publikum. Ne? Also, aber auch nicht nur Publikum, sondern auch zum Beispiel. Das richtige Publikum. Ja, auch das. Und auch teilweise die Bekannten zum Beispiel. Also bekanntes Publikum. Finde ich total wichtig. Ja. Nicht nur, dass ich es kennt, sondern was du siehst. Zum Beispiel, ich habe das, ich glaube, heute schauen Sie nicht zu, aber Beispiel, einige von euch, aber wenn ich weiß, ich gehe mal eine, wo ich spiele, und überraschenderweise sehe ich aus ist Meyerhofer, Torlem, Isabella. Das ist ein Stückchen Sicherheit. Ein Stückchen sicher, da weiß ich schon, der Abend ist schon leibend. Ja, da hast du gewisse, das ist nur ein Beispiel, es gibt noch Ja. viele von euch, Ja. die ich da erwähnen kann, aber das ist mir jetzt nur, weil heute am Schluss mal das eine Video von einer, das Grußvideo gesehen habe. Einfach diese Persönlichkeit zum, und das ist für mich immer so schwierig, der Begriff Fan, weil fanatisch ist ja Fan, ja, man was sagt anderes, so Fan, Freunde zu, Freunde, wo ist er? Danke. Freunde, wie auch immer man das sagen will, aber mir taugt es, weil das eben für uns ja auch total wichtig ist. Also, das möge euch ein bisschen ins Gewissen geredet sein, wenn ihr zu irgendwelchen Künstler kommt oder was, wie wichtig eigentlich ihr seid. Nicht jetzt nur, dass der Sitz oder der Stehplatz oder wie auch immer Oder gefüllt ist oder dass die Kasse gefüllt wird. Das ist schon auch wichtig. Warte kurz ein klein einblenden, in Schmart ist da. Keine Frage, aber das ist bei weitem nicht alles. Nein, das ist, ihr müsst euch das auch bewusst machen, selber, wie wichtig ihr sein könnt für einen Künstler. Persönlich, ihr jetzt, konkret, dass ihr da seid.
und dem ein Lächeln schenkt, ja, oder zuschaut, applaudiert. Das ist mehr wichtig, also wichtiger, als man glaubt. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Absolut. Das Gute für Samstag, bin leider nicht dabei, aber ich schaue im Nachgang unbedingt. Walter Nagel. Walter hat auch keine Zeit. Naja, Walter, Musikerkollegin, der wird selber einen Auftritt haben, hoffentlich, nicht? Also, vermute ich einmal, ne? Also der Ulrich, sie haben es alle beieinander, haben sie doch nicht ausgehalten, alle Pawlatschen und Gemeinde. Habe die Ehre. Ich hoffe, am Samstag hast du Zeit. Am Samstag hoffe ich doch, hast du Zeit für die 200. Sendung. Schön war's und jetzt an Wiener Flashmob, Proletten. Jawohl, Ulrich. Agigastik. Einmalig. Einmalig. Der Schauspaziergang sagt, meine Schwester ist mit einem Kubaner verheiratet. Das ist ja bei euch geht's jetzt. Sehr interessant. Bei euch, das ist ja echt, die Welt ist klar. Schön war's und jetzt an Wiener Flashmob. Jawohl. Fritzl Status. Was hat der Fritzl auch für irgendeine Meldung gegeben? Ich muss jetzt einmal zurückschauen. Der Fritzl? Ja. Ja, aber wo war das? Finde ich nicht mehr. Aber muss ich finden. Ich bilde mir aus dem Augenwinkel. Habe ich das gesehen, oder? Schmattes für die Seiten habe ich dann, oder? Wirklich? Wo? Ja, das ist eh leibend. Schmattes für die Seiten? Doch, Schmattes für die Seiten, Brauer. Brauer, ja, wie gesagt, deswegen habe ich es eigentlich nicht gesagt. Nicht? Also, oder vielleicht nicht, dass ich darauf hinweise, dass ich mir eigentlich die Teuren leisten will. Nicht? Nein, aber da muss ich echt sagen, man darf nicht nur auf den Preis schauen. Also, wie gesagt, sie werden nicht meine Haus- und Hofseiten wissen, aber es ist Haus brav rein, dann können wir die guten Seiten aufhauen. Nicht? Das ist ganz einfach. Die haue ich sowieso auf. Sagen wir sie ehrlich, die haue ich sowieso auf. Aber natürlich, wir können uns einfach mehr Achten leisten, wenn wir mehr Schmattes kriegen. Das ist es. Na, Weltklasse. Weltklasse. So, ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Das ist der letzte Schluck, den ich habe. Und Samstag wird es länger. Wahrscheinlich. Bin überzeugt davon. Schon anzunehmen. Nein, natürlich. Selbstverständlich. Nicht? Wir müssen uns aber zusammenreißen, weil am Sonntag sind wir alle im Marwehof eingeladen zum Frühstück, wobei die Uhrzeit nicht ausgemacht wurde. Also ich kann sicher sein, die ganzen Kier werden vor uns frühstücken. Das wird wahrscheinlich sein. Jawohl. Alles dann. Meine Herrschaften, der letzte Schluck auf euch. Ein besonders schöner Chantal. Das ist die Chantal, die Schöner. verflucht uns. Ja, aber der letzte Schluck in einer Pavlatsch mit Ansa davor. Gell? Aber jetzt sind wir dann mit einem Zweier und das ist leibend. Ich würde schon sagen, ab So jetzt mal leibend. zweistündig, was nicht ein Blödsinn ist. Das ist ein Blödsinn. Das ist, bringt mich wieder auf den lustigen Hermann. Muss ich wieder anbringen. Bring mal. Du sagst, nee, Frau, sagen Sie mal, wie schwer sind Sie? Sagen Sie was. Nein, will ich lieber nicht sagen. Geh, kommen, sind Sie lieb, sagen Sie mal wenigstens die ersten 2 Stunden. Ein Schenkelklopfer, ein Kalauer. Wie gemeinte, wenn ihr dann wach seid? Naja, nicht gut, ja. Nicht gut, sondern zum Abendessen. Gibt es ein paar gute immer. Die Kühe werden auch vor euch gemolken werden. Das ist sehr anzunehmen, Matthias. Nein, die werden nicht gemolken dort. Das stimmt ja, die werden ja gar nicht gemolken. Das sind nämlich Fleischkühe. Das sind Fleischkühe, ja. Und zur Zucht, also sprich die Kälber, Die Kälber, kriegen die ja. Milch. Die Kälber kriegen die Milch. Jawohl. Schau, die Deier, Burm, Dankeschön. Die Deier, taugt mir, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du bist wieder dabei. Das ist die Hoffnung von uns beiden, ja. Ja. Das hoffen wir wirklich, dass wir uns wiedersehen und auf jeden Fall jetzt einmal am Samstag. Wir verabschieden uns und sagen danke herzlichst fürs Dabeisein. Danke für die 199 Flatschen, die ihr uns begleitet habt. Und ab Samstag. Neues Kapitel, wobei man nichts merken wird. Es- Also am Samstag selber Am schon, Samstag ist es selber etwas wird es ein anders. bisschen anders werden. nicht Ab klar. Montag ist wieder ganz normal, nur halt mit einem Zweier statt einem Einser. Da haben wir da 201 haben wir dann schon Ja. sogar. Und die 300. haben wir dann erst in 2 Jahren. In 2 Jahren, ja. Ja, muss man auch sagen. Nicht? Weil, 52 Wochen. aber das heißt, wir haben das jetzt eigentlich 4 Jahre nicht gemacht, oder wie? Ja. Naja, kann man so sagen, ja. Also knapp. Na, Noch fast, nicht ganz, nein, ja. ja, fast. Ja, Aber, ja, fast. 52 Wochen von der Jahr, sagen Ja, wir, ne? ja. Ich werde definitiv die Erste sein, die wach sein wird. Sehr gut, kann ich nicht schlecht. Du, da, weil irgendwer muss in den Kaffee, irgendwer muss in den Sauerstoff am Vortag wegräumen, einen Kaffee machen, weißt Das ist du? sehr ungut. Das, bitte mich nicht zu stören in meiner Also ja, Nachtruhe. ja, die legen wir in die Stuben, gell? Wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal, wo du hinfällst, du bleibst liegen.
So machen wir das. Ja. 2 durch 52, ja, das haben wir so schon gehabt, ja. Die Rechnerei. Ja. Aber das heißt, quasi fast 4 Jahre machen wir das schon und Franz Brandte muss am Samstag arbeiten, ja. Aber ist auch leibend, ne? Ist auch leibend, was so. So, wir sagen jetzt Dankeschön, Ausdruck nochmal. Danke. Vierte bis zum Gott, nächsten gell? Mal. Wir verabschieden uns jetzt einmal wieder mit dem Klassiker des Abschieds bei uns. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut, aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben heute Postdoc gesungen, für gegen End wird's langsam still, und so hat jede Stimme ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich leibend, es hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Bis am Samstag, meine Lieben. Viert euch. Gott macht's es gut.